Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion und ich glaube, das ist eine Premiere. Also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist eine Premiere, weil wir sind heute zu viert und verzeihe ich das jetzt mal, wer alles dabei ist. Also ich bin der Corby, mit dabei der Mike. Hi Mike. Servus und Habidere. Dann, Vorsicht, hört euch fest, der Seppi. Ja, hallo, grüß euch, ich bin ganz stark. Und Kali ist einer. Hey, hallo. Hey, warum haben wir heute so eine Konstellation? Was ist da los? Ja, weil wir einen Seppi schon langsam ins große Podcast-Geschehen einführen wollen. Was, echt? Ja, jetzt bist du dabei und Oh Gott. die beste Gelegenheit dafür war ja, dass man... Ach, du meinst das, wo wir ihn entführt haben, oder? Da war man, genau. Weil uns ist ja vor die Würstens Blaufilm-Bild Banausen schon gesagt worden, dass wir mit so einem Van vorfahren und die Leute in unseren Van einziehen. Und so haben wir es ja mit dem Seppi gemacht und haben ihn auf Ringsburg ins Hardline gezogen. Na, eiskalt. Stimmt. Aber war ein schöner Entführungsort, oder? Ja, ich habe mich zwar lang gewehrt mit Hintern und Füßen, aber wie ich dann auf einmal auf der Bühne gestanden bin und den ganzen Scheiß ummoderieren müssen, hat dann schon passt. Ja. Und wer einen Seppi gesehen hat, weiß, dass sie, wenn sie ihr mit Hintern und Füßen wehrt, dann, ja, als das ein Steck in eine Büffelherde schmeißen. Ich bin so froh, dass ich da sein darf, wirklich. Das ist so schön. Ja, mich freut's auch, Seppi. Ja, ihr werdet es schon richtig erraten haben. Wir reden heute übers Hardline Filmfestival. Das 11. Mal hat dieses wunderbare Filmfestival Regensburg durchgewirbelt und damit auch uns. Es ist jetzt unsere gefühlte 4., 5. Folge über das Festival, aber es ist es auch wert. Und höchstwahrscheinlich ist es nicht die letzte Folge über das 11. Hardline, weil wir haben mal gesagt, wir haben eigentlich so viel zum Schmatzen. Eftel machen wir einfach einen Break, lassen euch dann hängen, wie an so einer Klippe mit einem sogenannten Cliffhanger, weil wir sind ja, wie nennt man das? Film Experial, was? Na. Übertreib's nicht. Keine Ahnung. Zweit. Filmbäcker. Ah ja, okay. Filmkonnoisseure. Und davor geht's einfach mal, und? Hat taugt, oder? War nicht schlecht. Oh. Oh, Ja. war schön. Kann man schon mal machen. Muss man nicht, aber kann man machen. Donnerstag, am Eröffnungstag, hätte zwar das Gute in Minger gespielt. Da war ich vielleicht lieber gestanden, aber mein Gott, dann stehst du halt mal im Hardline. Auf der Ach, Bühne. Kim. Ja, eben. Was? Scooter Junge? Ja, schon. Ja, aber du hast dich doch schon die ganze Zeit so gefreut. Du hast ja eigentlich Scooter, uns... du hast ja uns schon die ganze Zeit gesagt, und ich werde ganz sicher ganz, ganz schlimme Sachen auf der Bühne sagen und das werden sie dann schon sehen, was davon haben. Die Dreckschweine der Erde, das linksquer versiffte vegane Mistpack. Ja. Und dann bin ich umgestanden auf der Bühne. AfD. Aber irgendwie hat keiner mitgemacht. Ich weiß auch nicht, was da los ist mit denen im Trinksport. Komisch, Latte und Sympathen, du. Ganz, ganz komische, ganz schwierige linke Szene. Ganz schwierige Du linke Szene. Lügenbär, als wenn du sowas machen darfst. Aber jetzt wird es ein bisschen unkoordiniert. Also wir haben auch angefangen am Donnerstag direkt mit der Eröffnung und ich habe es ja in einem von den Recaps schon gesagt, das ist eigentlich mega geil. Seppi sein erstes Hardline und bevor er überhaupt nur einen einzigen Film sieht, der wird das Ganze dann noch mitten auf der Bühne eröffnen. Mit einem tollen Disclaimer. Ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wenigstens noch eine Person vor mir ist. Irgendwie so Österreich, aber nein. Steht einfach mit all dabei. Nicht einmal der Flo ist als erstes zu Wort gekommen. Der Seppi hat ihm einfach alles gestohlen und ist gleich auf die Bühne aufgekrumpelt. Ja, stimmt. Der ist schon gescheit aufdringlich gewesen, der Seppi. Fürs erste Mal ist er gescheit aufdringlich gewesen. Ja, ich war aber kaum voll. Also ich war rot grande. Stimmt auch wieder, ja. Hab so einen Penninger Blutwurz gefunden, da war es vorbei gleich. Das war göttlich. Also dieser Penninger Blutwurz, der hat mich so wieder in die Spur reingefahren. Den hast mir du aus dem Bauchnabel gesucht, Manni, vor dem Auftritt, gell? Bist du des Wahnsinns? Da hast du dann nur das Futzel auf der Bauchnabel-Fuckerl aus die 10.000 gezogen auf der Bühne. Nein. Eklig. Ja, es war schon eklig. Dieser Penninger, dieser Shot, den wir quasi in unserer Tüten gehabt haben von unseren Dauerkarten, der hat mir auf alle Fälle gerettet, der hat mir auf alle Fälle Viere gehauen und müsst viel mehr Blutwurz trinken, Leute da draußen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben an Flo Anfang des Jahres gefragt, du, wie schaut's denn aus, wenn wir das Intro halten? Dann hat er erstmal tagelang nichts von sich hören lassen und irgendwann hat er gesagt, naja,
Dann hat er uns entblockiert. Wenn's meins. Und dann waren wir am Festival, sagen wir dann so, ja, aber Flo, du darfst schon vor uns dann was sagen, und dann ist er schallend, lachend von dannen gezogen. Und ja, also Schwachköpfe hat er, glaube ich, noch gesagt, oder? Schwachköpfe. Ja. Und irgendwas, wir sehen uns in der Hölle. Ja, genau. Für was habe ich den Account dann eingerichtet, das Pfeifen? Hat er nicht noch irgendjemand angespuckt? Ich weiß nicht sicher, ich glaube schon. Geschubst und angespuckt. Ja, irgendwie sowas. Seppi, genau. Wer ist der überhaupt? Dann hat er ihm einen Trainer gegeben von der Bühne. Ja, seitdem zieht er mir auch links Augen so, weil er mich direkt in den Netzhaut getroffen. Hornhaut. Was auch immer das ist. Er ist ein brutaler Spucker. Ja, jedenfalls haben wir mir ein grandioses Intro gehabt, dank dem Disclaimer, den der Seppi eben vorgelesen hat. Und wie so ein junges Rehkitz ist er da vorne gestanden und hat dann erst sich selbst vorgestellt, dann versucht, einen Podcast vorzustellen und dann den Disclaimer vorgelesen. Ich war so stolz auf die. Und als ich dann auf der Bühne gestanden bin, mit dem Mike und mit dem Kani, da habe ich mir gedacht, das ist das Hardline. Jetzt geht's los. Ersten Witz gerissen, keiner lacht. Also ich muss aber, jetzt muss ich noch mal sagen, ich habe es zwar in einer von unseren Recap-Folgen schon gesagt, der Sepp hat das so dermaßen souverän gemacht, ich war begeistert. Und dann habe ich mir noch gedacht, wisst ihr was, das kann einfach überhaupt nicht mehr besser werden, aber es war wirklich dann so, dass diese Dynamik bei uns auf der Bühne wieder so war, wie jetzt beieinander sitzen. Also hat mir selber auch taugt, sogar, muss ich sagen. Obwohl ich sehr skeptisch war. Ja, das war echt stark. Ich habe euch, also für unsere Hörer, ich bin ja dann von der Bühne übergegangen und habe ihnen zugeschaut, die 3 Personen. Und es war wirklich cool. Also man muss es einmal loben, die 3. Haben es schön gemacht. Das finde ich immer super, wenn man selber einen Podcast hat und dann im Podcast sich selbst dann auch nochmal hervorhebt in einem Filmfestival, dass ja das Intro von uns richtig stark war. Richtig stark. Ja, jetzt haben wir langsam schon wieder am Ende der Folge, oder? Ja. Ja, man muss halt noch dazu sagen, das Filmprogramm war scheiße. Unser Intro war Weltklasse. Ach. Aber ja, die meisten sind ja nach unserem Intro gegangen. Da war dann nicht mehr viel los. So ein Schmarrn. Ach Kim, sei nicht so. Da hab ich mich täuscht. Ja, danach ist erstmal dann der Flo-Affe, hat dann ordentlich einen runtergerappt, mehr oder weniger. Na, hat wieder ein souveränes Intro abgeliefert. Und dann ist der losgegangen mit Brooklyn 45. Dem ersten Teil des Director's Spotlight, dem dieses Jahr der Ted Geoghegan gewidmet war. My name is Ted Geoghegan. I am the centerpiece director at this year's Hardline Film Festival. And I am very excited to be hanging out with you on the Viva la Movolution podcast. Guter Mann. Ja, und ich muss sagen, Brooklyn 45 war ein ziemlich cooler Auftakt. Es geht um so Ende des Zweiten Weltkriegs stattfindende Silience. Silience, wie nennt man das? Siliance. Siliance. Ja, je nachdem wo, also in Frankreich sagst du Siliance. Mit ziemlich coolen Schauspielern und einem coolen Twist. Also, weiß nicht, wie er euch gefallen hat, aber ich habe mich zumindest sehr gut unterhalten gefühlt. Ja, er war sehr minimalistisch. Es war wirklich nur die 5 handelnden Personen in einem Raum. Sehr dialoglastig. Es hätte sich ein wenig mehr erinnern dürfen, meiner Meinung nach. Aber so vom ganzen Ding hat der passt. Die Schauspieler waren gut. Und ja, als Auftaktfilm, so wie der Flo allerweise sagt, der erste Film ist allerweise so den jeder ein wenig schauen kann, der nicht skach ist und Ding. Da hat jetzt Brooklyn 45 super eingepasst. Und ja, schön. Da die auch sagen, also schöner bodenständiger Sil-Johnson-Film in der Nachkriegszeit und wie der Mike gerade sagt, also das Einstiegsfilm, wenn du ein paar Neulinge da hast, die noch nicht so schade geschehen drinnen sind, dann haust du ja nicht gleich Vollgas die Latte ins Gesicht, sondern hast du schon hier, das passt doch und den schießt man mal das Hirn aus, okay, das vertragt man mal als Nicht-Geübter, aber wirst nicht gleich total überfahren, wie zum Beispiel dann mit Emo was danach. Was ich bei dem Film auch recht cool fand, dass, ich glaube, zum Mike habe ich dann mal gesagt, die Geisterhand, die rausgekommen ist, die ersten Effekte, das hat mich vorher an Ghostbusters erinnert, an die ersten 2 Ghostbusters-Effekte. Das fand ich ziemlich cool. Und ansonsten war der so mit 1, 2 Twists versehen. Ich fand Brooklyn 45 echt sehr gelungen. Zwar nicht an Ted Geoghegan sein Bester von den 3, die wir gesehen haben. Ja, finde ich auch. Sein Zweitbester, da in dem Fall sagen. Wenn ich ein Director Spotlight Ranking mitnehmen darf, dann sage ich jetzt gleich mal, Brooklyn 45 ist der zweitbeste Ted Geoghegan für mich gewesen in diesem, bei den 3, die wir gesehen haben. Ja, bin ich dabei. Also, ich habe ein paar gehört, die dann gesagt haben, Mensch, der Doc von Zurück in die Zukunft ist aber, der ist immer noch ziemlich jung und seine Ohren stehen aber jetzt irgendwie mehr voneinander ab. Also. Das ist Bodyshaming, das möchte ich in diesem Podcast nicht haben. Ja, was ist los mit den Leuten?
Also furchtbar, dieses Publikum. Wahnsinn, gell? Wahnsinn. Ja. Ich darf halt auf der Bühne nicht Schwanz sagen, aber sie diffamieren gleich jeden, der körperlich ein bisschen anders ausschaut, wie der Seppi oder so. Aber, ne. Aber tatsächlich war es gar nicht der Doc. Ja. Nein, war er Geh nicht. Krampf, verarsch mich. Der Ezra Buzzington war das. Und der hat es ja auch mindestens in 2 der Ted Geoghegan-Filme geschafft. Ja, genauso wie der Larry Fessenden, Ah, okay. Weiß ich gar nicht, schau. der übrigens ein sehr verrücktes Bild hat auf IMDb. Ja, ich glaube, das hat er auch insgesamt überall verbreitet. Aber wieder sind wir beim Bodyshaming. Gar nicht. Aus. Warum? Ich habe nur gesagt, er hat ein verrücktes Bild. Ich habe nicht gesagt, er schaut verrückt aus. Oder hat verrückte, eigenartige Körpermerkmale. Ich finde auch, jetzt gehen wir wieder von den körperlichen Merkmalen ein bisschen weg, Freunde. Ich finde Ja, auch, langweilig. dass der Film auch ohne dieses Geister- oder übernatürliche Element funktioniert hätte, weil er da schon verdammt wenig Schwerpunkt auf Horror und Übernatürliches legt und halt ganz viel auf sich auseinandersetzt mit dem Schrecken vom Krieg oder die Auswirkungen auf die Gesellschaft nach Kriegsende oder sowas in der Richtung. Und deutschen Akzent. Ja. Und die Charaktere untereinander haben auch ziemlich gut funktioniert, finde ich. Es war ziemlich dicht alles. Haben sie auch entsprechend weiterentwickelt im Film und dadurch war da immer so ein bisschen ein Knistern in der Luft. In eine Rollen auch haben sie im Laufe des Kammerspiels ein bisschen verändert. Es ist quasi nicht immer alles so gleich geblieben und deswegen hätte es auch, wie du schon sagst, ohne dem Horror eigentlich auch gut funktionieren können. Ich hab da ein bisschen so die Hundswut-Vibes die ganze Zeit drinnen gehabt. Den haben wir der Seppi und ich gesehen. Und also das war jetzt nicht die gleiche Thematik, aber irgendwie ist für mich das ähnliche Thema da mitgeschwungen mit dem, glaube ich einfach blind was oder schaue ich lieber, dass man das ordentlich aufarbeitet und aufklärt, diese Thematik, oder wie gehe ich mit so etwas um in so einem kleinen Raum. Das habe ich auch die ganze Zeit dabei gehabt. Ja, und auf alle Fälle habe ich leichte Hundswut-Vibes dabei gehabt, von der Grundthematik her mit diesem, glaube ich, was man einfach irgendjemand hinwirft und frisst es, oder gehe ich selber nur ein bisschen der Sache auf den Grund. Das fand ich auch richtig cool. Und dann halt auch, ja, das Ende war krass konsequent, finde ich. Ohne jetzt so spoilern zu wollen, aber ich fand das Ende ziemlich krass konsequent, wo der Typ dann einfach sagt, okay, das müssen wir jetzt machen, weil sonst können wir nicht aussehen und fertig. Sagen wir mal, unabhängig davon, ob wir jetzt über das Ende reden oder nicht, ist die ganze Hintergrundgeschichte vor allem von dem Film krass. Sehr emotional, und das hat uns ja der Ted groß und breit dann nochmal im Interview erklärt, was er wieder etwas ungeschickt von mir war, weil eigentlich habe ich ja gewusst, was für emotionale Geschichte dahinter steht, und habe dann gedacht, ach Kim, das fragst du gleich mal und schaust du, aber wirklich so lange antwortet, und dann sind fast ein paar Tränen geflossen, das tat mir dann schon fast wieder leid. Ja, und das ist eigentlich nicht lustig. Das müsst ihr wissen, der Corby hat einfach ein Händchen dafür, in normale, lustige, tolle Situationen Fragen zu stellen, die den Gegenüber völlig verstören. Sei es jetzt beim Ted Geoghegan, sei es jetzt beim Rodeln, sei es in der Disco mit dem Inhaber. Corby ist einfach ein toller Eisbrecher. Der Corby ist ein Eisbrecher. Schon. Ja, das mit den Regisseure von Kill Your Lover, das ist ja auch Wahnsinn. Erste Frage, wow, voll unpassend. Da kommen wir später dazu. Okay, die haben es auch provoziert. Ja, brutal. Na, der Ted hat nämlich das Drehbuch oder das Skript zusammen mit seinem Vater geschrieben. Also er hat den ersten Pitch gemacht, und dann hat er sich immer wieder mit seinem Bub austauscht, weil der eben auch Kriegsveteran war, wie der den Film vielleicht nur anders machen würde. Und an dem letzten Telefonat, wo dann sein Bub zu ihm gesagt hat, das ist jetzt perfekt, und der Ted ihn da eigentlich dann dazu bewegen wollte, dass er dann an die Credits so steht, dass sie halt zusammen den Film gemacht haben, und er gesagt hat, na, du, ich bin einfach nur froh, wenn ich den Film dann so, wie es den geschrieben hast, dann sehen darf. Und das war das letzte Telefonat mit seinem Papa, weil er dann gestorben ist. Voll krass. Dann hat er eben darum gekämpft, dass das Skript genau so, wie er das geschrieben hat, entsprechend veröffentlicht wird. Und Shudder hat ihm da die Möglichkeit gegeben, das zu machen, und daher mit der Hintergrundinformation ist der Film eigentlich ein bisschen ein großartigerer Start dann zu diesem Hardline-Filmfestival. Ja, weil man da sagt, wie viel Persönliches da in dem Film vom Regisseur drin steckt. Das finde ich immer krass. Ja. Und auch mit Shudder, wir haben ja, weil es Shudder noch angesprochen hast, wir haben das war ja irgendwie so, als war das Festival von Shudder finanziert gewesen. So ungefähr jeder zweite Film war Shudder produziert. Ja, die letzten Jahre war es immer Raven Banner. Ja, Und genau. jetzt haben wir Und Shudder. jetzt haben wir Shudder. Aber ja, gut, dass Shudder gibt bei die Amis. Die ermöglichen so kleine Regisseure, dass sie ihre Werke, Erstlingswerke und so weiter mit nicht zu minderwertigem Budget oft ausführen können. Also gracias, Shudder.
Ja, Aber kommt nicht auf die dumme Idee, dass euch bei Prime irgendwann mal den Shudder-Kanal Kanal abonniert, weil das sind ungefähr, ich weiß gar nicht, aber es sind ungefähr 6 Filme drin gewesen für 48 € im Monat. was? Ja, also teilweise natürlich nicht, aber es waren, glaube ich, wirklich nicht mehrere Filme. Es war totaler Witz. Ich nur so, geil, Alter, Shudder, endlich kann ich die ganzen geilen Hami-Filme von den Amis anschauen. Und was ist drinnen gewesen, was weiß ich, Insidious 2, irgendeine Ion-Veröffentlichung von der und eine von Tiberius, keine Ahnung, lauter Scheiß. Brooklyn 45, meine ich, hat ja auch Tiberius bei uns die Rechte. Da dürft ihr euch auf eine tolle Synchro freuen. Schaut's nicht im O-Ton an. Ja, gefährlich. Vor allem im O-Ton kommt natürlich das rüber, der Akzent von der Christina, so, Gott, ich kann halt schon wieder keine Namen richtig aussprechen, Klebe. Ja, die, nur halt nicht. Nur halt nicht. Hallo? Hallo? Ich kann auch einen von euch muten. Dann mach ich aber das Jungs. Ja, ist doch egal. Auf jeden Fall, die haben einen coolen deutschen Dialekt. Mit dem Ulia-Board. Sag ich halt nichts mehr. Ja, Ulia warst du ausnahmsweise nicht du, das war eine Freundin. Da ist Ouija 2 im Kino gelaufen und sie so, hey, was ist denn das für ein Film? Sag ich, welcher? Ja, der Ulia. Sag ich, welcher Ulia? Ja, der da unter dem steht. Und sag ich, also, du meinst also wirklich, Ouija heißt Ulia. Alles klar, Corby. Machen wir sie Jungse mit dem Ulia-Board. Also, bitte, bei manchen Namen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die nie und nimmer richtig aussprechen kann, halt die einfach mal Klappe. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast einfach jeden Namen falsch aus. Dennis Das stimmt nicht. Dennis wie Lili, oder wie hast du gesagt? Oh, leck, der war fast gestorben, wie die Folge gehört hat. Der Dennis von die Banause hat auch gestimmt, er bricht komplett zusammen mit dem Dennis wie Lili. Ich war draußen, bin spazieren gegangen, Leute waren um mich herum und ich war voll zum Lachen. Haben sie ja noch nicht erklären können. Ja. Ja, leckt's mich doch. Keine Ahnung, wie man die Leute mal ausspricht. Die stellen sich auch bei mir nicht vor, okay? Ja, und selber schön, wenn sie alle so bescheuert heißen, oder? Ja, eben. Ja, kann jeder nicht jeder so einen schönen Namen haben wie du, Rondo. Ach, Kim, jetzt erzähl lieber was zu deinem Niveau passt. Erzähl, was über die Emo war. Ja, das ist schön, weil genau so hat der Flo ja angekündigt, dass in jedem Festival ein Film dabei ist, der genau für mich gemacht ist. Und er hat gesagt, dieses Jahr ist es die Emo War. Und er hat nicht ganz Unrecht gehabt. Es ist ein absoluter Trashfilm, der auf wahren Begebenheiten basiert, das muss man auch dazu sagen. 1932, glaube ich, war der Emo War in Australien. Nur haben sie in dem Film die Emos zur Wehr gesetzt. Und sind dann auch mit Maschinengewehren bewaffnet in den Krieg gegen die Australier gezogen und haben da Einheiten mit über 30.000 Mannen einfach da hingerafft und Kinder entführt und ja, echt kranker Scheiß. Völlig Banane der Film, CGI aus der Hölle. Witze oft so bescheuert, dass es nicht mehr aushält, widerliche Scheiße mit drinnen, wie Emo-Königin, an der ihre Nippel dann zuzelt wird. Da habe ich Luke Skywalker-Vibes gehabt aus Episode 8. Und wer mit so Trash was anfangen kann, ist da auf alle Fälle richtig gut beraten, sage ich mal, bis zur Mitten auf alle Fälle. In der zweiten Hälfte hat er für mich ein wenig nachlassen. Du meinst, wo dann die Tochter-Vater-Vibes aufgekommen sind? Ja, die waren zumindest bei der Wir sollten uns wärmen-Szene schon gut. Oh Gott. Seppi hat sich da an seinen Onkel an Weihnachten erinnert gefühlt. Maul. Ich möchte aber fast im Film seinen Trash-Charakter absprechen, weil für mich war das mehr eine Spoof-Komödie als wie ein Trash-Film. Das war irgendwie so geil. War das kein Drama für die? Nein, das war eher nackte Kanone als wie ein Toxic Avenger. Das waren, diese Gags, die waren so geil kalkuliert, vor allem dieser, wo sie eine Ding durchbeißen, eine Zyankali-Kapseln in die Zähne. Da war ja wohl gestorben, der Gag, der war so gut gewesen. Der ist echt super gewesen, bei einer habe ich die Hosen geschissen. Aber es ist wirklich so, also die ersten, ich würde sogar sagen, die 2/3 vom Film waren super und sehr lustig, erfüllen nur einige von unseren 3 Ts mehr, die fast noch anmerken. Alle? Aber am Schluss, Alle. Mit großem Abstand. Ja, das ist Triple Threat Vorreiter. ja, das stimmt. Das wird normalerweise auf der Blu-ray-Hülle dann draufstehen. Prädikat besonders voll. Triple Threatig. Da bist du fast am Ende vom Film und denkst du, ORT haben sie jetzt echt einfach ausgelassen und dann, da ist es ja. Endlich. Und dann ja. immer so schön.
Aber wie gesagt, total. im letzten Drittel verliert er sich ein bisschen. Aber sonst wirklich ein sehr spaßiger Ende vor dem ersten Tag. Und dieser Trash, das Segment vom Festival, das wird ja jetzt ein fester Bestandteil, weil ja der Dominik, Grüße gehen raus, der Videot ist und kennt sich mit dem Genre oder mit dem Begriff Trashfilm brutal gut aus. Und dann haben sie gesagt, hey, er kriegt diesen einen Slot an irgendeinem Tag vom Festival. Und ich finde das super, ich befürworte das. Das war lustig. Absolut, ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, dass die das extra für uns gemacht haben und der Dominik einfach uns ankündigt. Und das ist dann so das Trash-Segment aus dem Hardline. Na, aber die Emo-Bar hat bewiesen, nein, es geht noch mehr Trash. Na, wir halten man schon die Waage, hätte ich gesagt. Ach so. Wir halten man schon die Waage. Bei uns spielt mehr Drama. Bei uns ist wesentlich mehr Drama, ja, und mehr Inzest auch. Ja, viel mehr. Ja, sagt der Seppi viel mehr, gell? Ja. Nein, ich bin auch bei Mike dabei. Also ich finde das geil, dass man jetzt jedes Jahr auch noch so eine Trash-Kanone, weil vor allem mit dem Domi hast du, glaube ich, im Trash-Sektor, schau dir die ganze Sharknado-Scheiße oder allgemein diese High-Asylum-Kacke. Das ist halt irgendwann so gespielt gewesen, dass die halt einfach nicht mehr lustig waren. Teilweise nehmen sie sehr sauber zu ernst, diese ganzen Gurken. Und mit dem Dommi, glaube ich, ist da einer da, der weiß, worauf es ankommt, was er mit Emo war jetzt bewiesen hat, sei es jetzt ein Spoof oder Trash, Haarspalt 3 Mike, Glatzensepp. Ist nicht. Aber Ist nicht. Entschuldigung, habe ich nicht gewusst. Das ganze Internet hat sich drüber zerrissen. Ja, stimmt auch wieder. Da diskutieren sie ja noch krasser als über 9/11, ob das jetzt ein Spoof ist oder ob das ein Trashfilm ist. Wie ist eigentlich die Emo-Königin an die Macht gekommen und so? Das war sicher keine demokratische Wahl. Nein. Aber mit dem Domi, wie gesagt, ist da sicher einer da, der uns, glaube ich, jedes Jahr köstliche Ware servieren wird, was im Trash-Sektor abgeht. Ich glaube auch. Da bin ich jetzt schon, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und sie haben sie ja mit dem Kurzfilmblock, haben sie es ja auch geschafft, dass sie wirklich unterhaltsame Blöcke da jetzt einbringen, obwohl es am Anfang ja, sag ich mal, so ein Testlauf war und jetzt hat es etabliert und macht Spaß und ist jetzt mehr ausverkauft, die Bumsbude. Ja, schon, das hätte sie in den letzten 2 Jahren auch erleben dürfen. Habe ich ja, zur Hälfte immer. So mit Ohr am Ohr umgekehrt. Man muss aber auch dazu sagen, jetzt hat man gesagt, das Ding war ausverkauft. Also wir haben ja behaupten, wir haben jetzt das 2. Jahr Medienpartner und jetzt auf einmal ist das Festel komplett ausverkauft. Allerweil. Also ich weiß ja nicht, wenn man 1 und 1 zusammenzählt, nachher, an wen liegt Keine das, Verbindung. dass das ausverkauft Keine ist? Verbindung. Halt Nein, dein Maul. Sicher keine nicht an Verbindung. ihm. Halt Nein. dein Sicher nicht an Emo war. Nicht an Emo, es liegt an uns. Vielleicht an meinem Bühnenoutfit. Ja, vielleicht sollte man dann da auch noch mit erwähnen, dass, weil die zwar werden sie wahrscheinlich die Folge hören und sie denken, Alter, die reden nicht über uns, was ist denn los mit denen, wir bringen uns jetzt um. Dass wir waren ja gar nicht allein an dem Festival, also wir haben ja nicht einen Seppi entführt, wir haben ja Notzbar mit entführt und übers Festival hinweg, und das ist ja ein ganz wichtiges Element vom Hardline, so sind sie ja immer mehr geworden. Also von der Vive la Illusion Community waren ziemlich viel dieses Jahr da. Ja, wirklich überraschend. Bei der Frage, wie viel das uns kennen und wie viel das uns mengen, auch wenn die zweite Frage in der Regel mit weniger Händen beantwortet wird, sie waren aber mehr als beim letzten Jahr der Frage, gell? Ja, Also hat einer beide Arme gekommen diesmal. Ja, genau. Quasi. Erst die rechte Hand, dann hat er sich gestanden, dann hat er die linke schnell dazu. Da. Und der Mike hat gesagt, passt schon mit der einen. Ja, die rechte. Worauf der Korbi eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir mir auch wieder neue Leute kennengelernt haben, und zwar die Bewegtbildbanausen, die wir mir an dieser Stelle recht freundlich grüßen. Die haben sehr nette Kerls, die zwei. Wie oft das wollte er hinaus? Nein, Korbi wollte auf Franz und auf den Geiti Boy raus. ja. Nein, wollte er nicht. Er wollte auf die Bewegtbildbanausen hinaus. Ja, Ich hab die- doch gesagt, die Blaubeerbanausen waren auch da. Ja. Keiner weiß, wie die heißen. Doch, der Guess und der Dennis. Genau. Mit denen haben wir eigentlich so das Festival die ganze Zeit verbracht und die waren sehr, sehr nett. Und Brauchen jetzt ich eine hab neue mir- Lieber dank uns. Ja. Aber nein, nicht dank, du sagst immer dank uns, das ist dank dir. Du bist der, der die Leute die ganze Zeit zum Saufen animiert. Ich bin einfach nur am Netzwerken. Genau. Hallo, Oh Gott. meinst du, dass das bei den ganzen Business-Leuten anders abläuft? Die saufen alle Whisky und koksen die ganze Zeit. Auf jeden Fall, hört einmal bei die Bewegtbildbanausenerei, diese 2 Hardline-Recap-Folgen, die gemacht haben, da wisst ihr dann ganz ungeschminkt, damit von der anderen Seite, wie es mit dem Canis ablaufen kann, wenn man da mal ein langes Wochenende mit dem unterwegs ist. Was man da für körperliche Schäden damit hat. Dennis und ich sind jetzt richtige Buddies.
Der hat genauso, der ist neben dir die ganze Zeit gesessen oder hat mit dir so viel Zeit verbracht, dass er dann mittlerweile auch schon einen Bandscheibenvorfall entwickelt hat. Also mit dir nicht so viel Zeit verbringen ist einfach tödlich. Geistig und körperlich ist es nicht gesund. Überhaupt nicht. Aber den Bandscheibenvorfall hat er wegen was anderem. Und vor allem, wenn wir dann gefragt werden, ja, und wo ist der Kani, dann, ja, wir brauchen Abstand. Ja, wir wollen keinen Bandscheibenvorfall, hat es dann. Den haben wir mal wieder da hinten beim anderen Podcast abgeliefert. Sagst du mal, wie ich mich für echt 3 Affen scham. Letztes Jahr habe ich mit so die Filmfressen zugeschmuckt, das ist jetzt so die Bewegtbildbanausen. Hoffentlich haben sie nächstes Jahr wieder jemand da, wo ich hin kann, weil es regt mir auf. Das ist immer das Geile. Ja, hast du von denen schon mal einen Podcast? Okay, nein, ich habe noch keinen Podcast. So. Und dann, wenn es dann da ist, dann hängt der die ganze Zeit im Ausschnitt drin und in der Arschgrunzen, wo ich hinter und möchte Aufmerksamkeit. Nur Arschgrunzen. Da wird die ganze Motorboot gefahren. Der Corby hat natürlich auch recht, wenn man natürlich die nächsten Jungfrauen dabei kann, und zwar die Franzi, die werden wir an der Stelle auch grüßen, und einen Guide natürlich. Guide Boy. Auf alle Fälle war unser Stammtisch, den wir mit der Korame im Biergarten, der war riesig am Schluss. Also da waren so viele Leute dann und alle haben sich zu unserem Tisch gedruckt, weil es da am lustigsten war. Ich wollte schon Eintritt verlangen. Nächstes Jahr. Wir brauchen größere Tische nächstes Jahr, das ist schon mal amtlich. Ja, machen wir Open-Air-Folge zwischendurch. Ich möchte Das war gerne cool. noch jemanden erwähnen, und zwar ist noch einer zu mir hergekommen während des Festivals. Ich weiß einen Namen nicht, der hat mir es gesagt, sie haben zu dritt gekommen, ein Riesentyp mit der Glatzen, der wollte mich zuerst einmal fragen, wo wir mir alle unsere T-Shirts kaufen. Dann habe ich ihm das gesagt und dann hat er gesagt, ja, und er findet das voll cool, was wir machen und so mit dem Podcast, weil sie haben eine 3 Stunden oder 4 Stunden Anreise gehabt und die sind nur deswegen gekommen, weil sie es bei uns im Podcast gehört haben, wie cool das Hardline ist, und die haben sich dann da zusammen da und haben dann vom anderen Ende der Welt bis zum Hardline hergefahren, um eine geile Zeit zu haben. Und der hat sich dann noch vorgestellt bei mir und gesagt, hey, er findet unseren Schnack voll cool und er hört uns immer beim Stapler fahren. Also wenn du das hörst, cool auf alle Fälle. Du bist gemeint. Ja, und ein Du Thomas. bist gemeint. Ein Thomas, das ist ein Hörer von die Bewegtbild-Brausen. Den haben wir auch gleich abgezogen, weil er hat nicht gewusst, dass es einen bayerischen Filmpodcast gibt. Und dann habe ich gesagt, passt, dann kannst du jetzt etwas Gescheites hören, dann musst du nicht mehr die Berliner Schnauzkacke anhören. Der Passauer ist das, oder? Ja. War das der Passauer? Ah. Ja. Cooler Typ gehen. Gut. Jetzt haben wir einen Haufen Like gegrüßt. Waren Ja, und Marcel auch noch, Marcel Abentere und Martin. Martin, Servus und Agnes und wie heißen sie noch alle? Sabrina und Karin und Magda. Und, Servus, grüß euch, Abentere. So, hast du es jetzt? Grüß dich noch und Servus. Ja. Seppi, was war denn dann der grüne Abschluss am Donnerstag? Was haben wir denn da sonst noch so gemacht? Keine Ahnung, was haben wir da noch gemacht? Ich möchte lösen, saufen. Ja, genau. Das erklärt jetzt auch, warum wir es nicht mehr gewusst haben schon. Ja. Wir haben die köstlichste Pizza dann noch gegessen, die wir um 3 Uhr in der Früh Leck, hau bloß ab. zum Hotel liefern hat lassen können. Wow, also ich habe noch nie sowas Ekelhaftes gegessen. Das war wirklich, das war grandios widerlich. Das war grausam. Ja. Bei meiner Pizza haben sie offensichtlich Brokkoli und Tannenzapfen verwechselt. Das war hart unangenehm, da drauf zu beißen. Sie war aber göttlich, weil das war ja, da hast du uns doch dann, als wir am Samstag um 5 in der Früh draußen 24 Stunden später. hast uns du das Ding ja dann aus dem Fenster ausgegeben, die Reste, die von dir übrig waren. Also um die Zeit war es göttlich, diese Pizza. Ja, Ich ich brauche habe scheinbar noch ein schon bisschen einen Reifegrad. Dass Ja, da sagen, das die hat ja einen Tag reifen können. Ja, hat anscheinend wirklich braucht. Also das war beste Pizza aller Zeiten. Wenn du eine Pizza kriegst von einem Italiener, vermeintlich, und machst den Karton auf, und dann ist schon mehr so, dass die Pizza mit Käse überbacken ist, dann weißt du eigentlich schon, dass der Italiener eigentlich wahrscheinlich gar keiner ist, oder der nicht weiß, was er da gerade da hat. Und genauso hat die Pizza dann auch geschmeckt. Also das war wirklich unfassbar. vor allem so flächendeckend überbacken, dass du überhaupt nichts mehr gesehen hast, außer die Nix komische mehr. Schicht da. Ja, dann weißt du, dass der Italiener wahrscheinlich Shah Rukh Khan geheißen hat und aus Indien kommt. Also ich hätte vielleicht da umdenken sollen, als ich meine Pizza konfiguriert habe und dann da stand als Auswahl Zwiebeln und in Klammern frisch. Und das nur bei den Zwiebeln. Die anderen Sachen hat nämlich von Haus aus nicht frisch. Da ist sogar alt in Klammern gestanden. Refurbished ist drauf gestanden. Ja, aber ich sag's aber schuld, warst du mal noch länger in der Kinokneipe gewesen, dann hättest du die Pizza nicht essen müssen. Ich stelle jetzt hier eine ganz tolle Frage, und zwar Kani. Wie hat dir denn das Frühstück im Doc 1 geschmeckt? Gar nicht. Das habe ich von letzten Jahr noch gewusst, da habe ich gesagt, das friese ich erst gar nicht.
Da gehe ich lieber Mittag zum Burgersepp neben der Kinokneipe und haben wir da einen geilen Quietschkäseburger. Ey. So, sollte irgendjemand vom Doc 1 zuhören, also er hat selbstverständlich es nicht geschafft, dass er zum Frühstück kommt. Daher kam Lüge. die Frage. Das Frühstück war wie immer hervorragend. Wir sind ja sehr Super. glücklich, dass wir im Doc 1 unterkommen dürfen. Und ihr uns nach wie vor da unterkommen lasst. Hat's Das nicht? ist schon schön. Von Ja. irgendjemandem habe ich gehört, dass die Putzfrauen angeblich sich lautstark über eins unserer Zimmer beschwert haben. Und ich weiß, Das glaube ich nicht. Ja, wegen stinkenden Pizzakartons. Das glaube ich nicht. Das hat irgendjemand verzeiht. Ich habe meine offensichtlich ausgeliefert. Ich wollte gerade sagen, also Sepp ist fein raus, ich bin auch fein raus, ich habe keine Pizza gehabt. Jetzt waren noch Mike und Corby. Wie schaut's aus? Habt ihr eine Pizza mit Würstchen gehabt oder ein Würstchen nicht gegessen? Ich habe alles gegessen. also ich habe meine gleich am ersten Tag ganz gegessen. Ja. Ja. Habe ich jetzt wahrscheinlich unter die Matratzen reingeschoben. Dann. Lieber seine Wichster. Das sind ja frische Zwiebeln. Ich kotze im Strahl, was ist das für ein Drecksladen? Wo habt ihr da bestellt? Wissen wir das zufällig? Keine Ahnung. Im besten Pizzaladen der Stadt auf alle Fälle. Die einzige Pizzeria, die um 2 abends bei dieser Lieferando-App noch offen gehabt hat. Also das könnt ihr euch dann einmal nachschauen. Regensburg, und dann gibt es um 2 in der Früh ein, ich will eine Pizza haben, dann haben um 2 Läden geöffnet. Die guten Sachen natürlich nicht, weil wer hat ja bis um 2 nach 2 in der Früh auf. Und dann könnt ihr das lesen. Pizza Fresh, Pizza Go, Pizza 1, 2, 3, irgendwie so ein Grammpreis. Das wäre ja so eine geile Argumentation. Stell mir vor, beim Ausliefern und dann sagt es ist so blöd um 3 in der Früh, was glaubt ihr, wer da offen hat? Natürlich kriegt so einen Scheißdreck. Was ist mit euch? Viel Glück. Also wissen Sie doch ganz genau, jeder nimmt den ganzen Scheißtrick, den wir heute von den Leuten, die heringegessen haben, übrig geblieben ist. Das werfen wir ihnen alles auf, dann brauchen sie wegschmeißen, wenn sie eh rotzevoll, die Vollidioten. Dick mit Käse überbacken, scheiß der Hund drauf. Ja, genau, eine fette Schicht Käse drüber und dann interessiert es keine Sau mehr, was drunter ist. Gut. Ich höre nichts Schlechtes auf alle Fälle. Vielleicht dann zurück zum Hardline. Wir sind dann am Freitag frohen Mutes gen Kino gesteuert und haben dann mit dem ersten Film begonnen. Und zwar Propriedade, auch genannt Property. Property. Proprietare. Das ist immer schön mit einem bayerischen Akzent. Und Property haben wir ihm angeschaut, an Property. Ja, Aus Brasilien. So. der. Und Kani, um was geht's in dem Film? Ja, um so einen Clash, arm und reich. Also wir haben da also geht euch cool los mit einer Handyaufnahme von einer Geiselnahme, nenne ich es jetzt einfach mal. Und schwenkt dann rüber auf diese Hauptdarstellerin, die damals in dieser Situation gefangen war und die ist halt seitdem total verstört, traut sich nicht mehr aus, möchte nicht einmal mehr, dass Tochter die Tür aufmacht, wenn sie einen Hund oder so reinlassen möchte und so. Und irgendwann, sie ist ja sehr geidig und der Mo ist auch sehr geidig und ihr Mo überredet dann, dass jetzt fahren wir aus auf unser Familiengut. Dann Szenenwechsel Familiengut, das soll verkauft werden und da soll ein Hotel gebaut werden und das taugt die Leute, die da gelebt und gearbeitet und das gehegt und gepflegt haben, überhaupt nicht. Sie sind ja noch sehr hoch verschuldet teilweise. Anscheinend müssen die für das, dass sie dort arbeiten, aber horrende Mieten zahlen. Und dafür werden, glaube ich, eine Papiere einbehalten. Und der Typ, der dann sagt, ja, schaut, dass eure Schulden noch zahlt, weil sonst kriegt ihr eure Papiere nicht und ohne Papiere kriegt ihr keine neue Arbeit. Das bringt die ganze Situation ein bisschen zum Hochkochen und eskaliert dann blutigst. Und dann wollen sie diese Arbeiter halt ein bisschen was von dem Haus rausholen und denken sie so, ja okay, jetzt ist es eh schon wurscht, jetzt schauen wir noch, dass wir unsere Papiere finden, Kohle, alles, was wir zu Geld machen können. Gerade zu dem Moment kommt dieses Pärchen ins Haus eine, wo es wieder nicht so förderlich ist zur Beruhigung oder Deeskalation der Situation, wo es der Herr spüren muss am Augen und ein bisschen am Kiefer. Ja, und dann eskaliert es in so eine Art, ich würde fast Kammerspiel nennen, weil zumindest für die Frau wird es ein Kammerspiel, weil sie verbunkert sich dann in ihrem Auto. Und die Meute da draußen, bei der halt dann eine ganz verrückte Gruppendynamik irgendwie entsteht, weil du hast halt so die Leute, die das alles ein bisschen steuern, du hast die Leute, die einfach nur eskalieren, du hast die Leute, denen es eigentlich vollkommen wurscht ist, die einfach ein bisschen was abziehen wollen. Aber am Ende entsteht eben so eine ganz komische Gruppendynamik, dass sie auch vor den Schlimmsten nicht zurückschrecken. Die einfach ein bisschen was abziehen wollen. Ja, da ist doch die eine Tante, die ganze Zeit rumwammelt und sich irgendwelche Kleider anzieht gerade und denkt sich so, hey cool, da ist ein Ring, da ist ein Kleidel, sowas Schönes habe ich noch nie gesehen, das nehme ich jetzt mit. Kennt doch jeder.
Kennt doch jeder Klassiker, aus der Familie. Klassiker. Ja, ein bisschen plündern halt. Tante Erna, kennt doch jeder. Ja, eben. Magda hat den Film aber schon angekündigt, quasi, dass das jetzt halt so harte Kost zum Freitagmittag wird, das Geschenk an die Dauerkartenbesitzer. Und wie gesagt, sie hat schon gesagt, dass das jetzt kein Spaß wird und dass es ein ziemlich bedrückendes Ding ist und da muss ich auf alle Fälle recht geben. Ah, der war unangenehm. Ein Spaß war das nicht. Schön ist das nicht. Das ist wirklich, wie der Kani sagt, es war also eine Gewaltspirale, die dann immer mehr eskaliert und wo man dann auch sagt, ja, wie soll jetzt das denn ausgehen? Die Fronten sind so dermaßen verhärtet, was soll jetzt da gibt es eigentlich kein Rauskommen mehr für die Parteien, ohne dass irgendein Blutzoll zahlt wird. Und ja, und ich finde auch für diesen geringen Platz, den der Film einnimmt, weil durch dieses Kammerspielartige, ist er trotzdem brutal kreativ, finde ich, wie er mit dem Ganzen umgeht. Und man kann in dem Film auch nicht, man kann nicht sagen, die einen sind besser oder die anderen sind besser. Jeder liefert irgendeinen Scheiß ab, jeder macht irgendwas, wo man sagt, ja, mit dem kann man sich nicht identifizieren oder auch wieder schon. Und man kann beide Seiten ein bisschen verstehen. Und ich finde das cool. Also der Property war einer von meinen Top 3 Filme vom Festival. Aber ich würde jetzt schon fast sagen, dass da bin ich da nicht ganz deiner Meinung. Also ich finde zwar schon, dass man sie mit beiden Seiten identifizieren kann, aber ich bin schon der Meinung, dass man sagen kann, der Mob ist in dem Fall der Böse, auch wenn er aus Leid heraus... ja, du spinnst da, natürlich. Du kannst das schon sagen, aber es ist verkehrt. Wahnsinn. Natürlich handelt er aus Verzweiflung und so. Voll, aber, was merkst du denn da noch? Aber halt, ja, das, was er halt macht er halt letztendlich schon zu die Besen, finde ich. Es gibt ein, zwei Kandidaten, die übertreiben den ganzen Spaß ein bisschen und deswegen werden die anderen mit eingezogen, sagen wir mal eher so. Ja, aber man darf aber dann schon die Hinterzwicker von Leuten und die dann abhacken. Also, die haben auch die anderen abgehackt. Das war völlig unnötig. Und das war nicht unnötig. Was ist denn los? Jeder kennt es doch schon mal aus der Familie. Wenn der kleine Benny sie wieder, wenn er zu beim Sprühen am Auto umeinander gereiht hat und dann steckt der Arm drin und die Tür geht nicht auf. Da kommt die rostige Machete zum Einsatz. Bei uns ist das nicht so, weil wir kriegen nicht so viele Kinder. Wir müssen ein bisschen besser aufpassen. Achso, okay. Wahnsinn. Nein, ich hätte schon gesagt, da sind ein paar, wie der Seppi sagt, ein paar dabei, die haben so richtig Bock irgendwie drauf, da jetzt zum Eskalieren. Und deswegen hätte ich jetzt denen schon auch irgendwie, auch wenn ich es nachvollziehen kann, also da bin ich auch bei dir, dass ich sage, ich kann es nachvollziehen, warum sie es ausflippen, weil sie halt völlig verzweifelt sind natürlich, weil sie verlieren ja ein Heim, sie verlieren in der Arbeit, sie wissen nicht, wohin damit. Aber es rechtfertigt halt nicht mehrfachen Mord. Doch. Im Wohlstorfer Moos schon. Geil, ja. Doch. Also, ich wollte jetzt sagen, wegen der Top 3, also tatsächlich ist Property mein persönliches Highlight aus dem Festival. Es ist wieder mal ein sehr, sehr, sehr bedrückender Film, wo es am Ende dann da sitzt und dir denkst, oh leck, what the fuck, was habe ich da eigentlich jetzt gerade gesehen? Und die ganze Prämisse mit dem Auto und also ich weiß es tatsächlich nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist tatsächlich möglich, ein Auto so zu panzern, aber das ist halt mega für alle, wie ist Papamobil? Spannend. Was ist Papamobil, ist also gepanzert. Ja, Logo. Spätestens seit Johannes Paul II., oder? Aber ich sehe das jetzt an der Stelle, also man kann gut über diesen Film diskutieren. Er hat viele verschiedene Ebenen und Ansichten, die man teilen kann oder auch nicht. Also cooles Ding. Bleibt da nachhaltig im Gedächtnis. Ja, das auf alle Fälle. Ja. Finde ich auch. Ich finde, er hätte 10 Minuten weniger dauern dürfen, finde ich. Also jetzt, das ist dann so ein Nörgeln auf hohem Niveau, leichte Leerlaufsteine drinnen Code, die ich nicht unbedingt braucht hätte. Aber ansonsten kann ich den auch uneingeschränkt empfehlen, wenn man wirklich mal absolut unangenehm gefordert werden mich. Da haben wir andere Kandidaten, die ein wenig kürzer sind dürfen. Aber da kommen wir gleich dazu. Meinst du meinen Schwanz? Dann ist er weg. Was soll das? Ja, stimmt auch wieder. Ja. Lass mich in Ruhe. Mikropenis ist eine Behinderung, du Penner. Ja, jedenfalls hat man sie danach dann gleich wieder stärken können mit ein paar Bierchen, ein paar Gesprächen und dann ging es sofort weiter zu dem nächsten. Schon wieder Bier gesoffen? Also, ekelhaftes Schwein. Alle waren bis um 5 Uhr in der Früh fort. Das müsst du dir vorstellen können. Andere haben um 3 in der Früh Pizza gefressen. Gehässelhaft wahrscheinlich eher. Ja, aber sei meine Bestkorbi,
wir sind wir doch um 11 Uhr dann ins Festel gegangen, da waren die Österreicher von Black Lava schon da und dann ist doch der Kasten Bier schon abgebrochen worden. Also es ist doch schon viel früher gesoffen worden. Ja, ich hab mir doch gedacht, die tun dann extra einen Kasten Bier mit Uhr. und geh mit einem ganzen Kasten wieder heim. Also der muss ja irgendwo mal so angerissen und verbraucht werden. Ich habe mir ja die ganze Zeit gefragt, warum hast du diesen Kasten dabei? Ich habe nie eine halbe davon gesehen. Auch da wieder. Also bis jetzt mal eine von dir hinstellen können. An alle Hörer, ihr werdet es absolut überrascht sein, aber wir haben einen Kani meistens nicht so oft gesehen. Ja, wir waren mal zum Film schauen da, oder? Da werde ich nicht mit dir draußen beim Ratschen stehen. Okay, also später machen wir nur eine Auswertung, wie viele Filme du tatsächlich gesehen hast. Alle? Auf dem Plan. Ja, toll, im Nachgang noch. Du hast nicht gesagt, wann. Ja, okay. Life a Seil, da die sagen. Life a Seil, den englischen Titel habe ich schon wieder vergessen. Irgendwas mit Ashes war das. Hat es einen englischen Titel? Okay. Ja, genau. The Last Ashes. Mein Name ist Loïc Tanson, ich bin Drehbuchautor und Regisseur des Films Life a Seil, ein luxemburgischer Neo-Western. Und vielen Dank für die Einladung und zum Zuhören bei Viva la Movilusion. Ein Neon-Western, habe ich mal sagen lassen, mit einer weiblichen Heldin, die sie da drin definitiv nichts gefallen lässt und man sagen kann, mit mindestens einem Film im Film. Und zwar das komplette Intro. Ist ja eigentlich ein eigenständiger Kurzfilm, kann man sagen. Ja, ziemlich übel, ziemlich intensives Intro, fand ich. Also mit krasse Beutel, auch wenn sie jetzt nicht voll draufgehalten haben, aber da waren da Szenen dabei. Da hat es schon ein wenig das mit dem Burm, oder? Ja. Leck mich am Arsch. Das war so widerlich. Ja. Und vor allem, weil du denkst, jetzt hör auf, dass du auf den Burm einschlagst und dann kommt das nächste, bestraf ihn. Da denke ich mir, das ist ein scheiß Ernst, das kannst du nicht und dann nochmal drauf einschlagen. Oh, komm mal auf. Ja, also Kinder haben sie in dem Film nicht geschenkt. Also meine liebe Frau, ich habe da in einem Interview mich gefragt, wie der Film oder die Gewalt gegen Kinder da nochmal, oder ob das irgendein Medienecho hervorgerufen hat, irgendwo auch bei Erna, oder ob er irgendwas mitgekriegt hat, weil das schon sehr, jetzt nicht explizit war, die haben nicht nie wirklich draufgehalten, aber das, was du gesehen hast, das hat auf alle Fälle voll gelangt. Ja, das hat definitiv gelangt. Auf jeden Fall ziemlich geiler Einstieg, weil er fängt in Schwarz-Weiß an, in einem abgeschnittenen Format. 4:3, oder? 4:3, sage ich, ja, genau. Und nachdem dann die Kindheitssequenz vorbei ist, wo man auch sagen muss, man weiß am Anfang nicht so ganz, was soll das eigentlich, weil das Mädel so eine Holzmaske aufhat von einer Baumrinde. Hat voll geil creepy ausgeschaut. Die müssten ja alle Mädel aufhaben, oder? Bei denen in dem Kauf. Das ist ein komisches Dorf. Welchem Zeitalter haben die eigentlich gespielt? 1838. 1838. Ja, 1838 war das. Ja, und das spielt in unserem Dorf, das ein bisschen so seine eigenen Regeln aufstellt und die kriegt man halt dann nach dem Film so ein bisschen mit. Aber das wirkt teilweise schon, ist es sehr befremdlich, was man da so mitkriegt. Und da heutzutage wahrscheinlich so nicht mehr durchgehen. Auch im Rottal nicht. Das war schon sektenmäßig, was da abgegangen ist. Ja, ziemlich. Stimmt, wir haben eigentlich noch gar nicht gesagt, wo der Film eigentlich spielt, und zwar im Luxemburg. Tatsächlich kommt aus Luxemburg einmal ein Film raus, wer hätte das gedacht? Und in der zweiten Hälfte, oder sagen wir mal nach dem Intro, sieht man dann auch, in was für einer Hammerqualität das abgeliefert worden ist. Also ich habe dann zu dem Regisseur gesagt, es hat mich die ganze Zeit an so eine Mischung aus Dark und Game of Thrones erinnert, wo er dann gesagt hat, boah, das ist freudenvoll, aber er hat Dark noch nie gesehen. Aber anscheinend war ihm der Name geläufig, darum hat er gewusst, das ist ein Kompliment. Ja, Game of Thrones hat er zumindest als Kompliment wahrgenommen, ja. Gut, das hätte man sagen können, wir haben uns ein bisschen an Brandl erinnert, weil der einmal so schöne Kulissen hat. Brandlbürger. Die waren auch, da war auch fast die ganze Sippschaft vertreten, diesmal, gell? Ja, schon. Grüße an Kind und an Monique. Aber die Qualität, die fand ich auch überragend, wie du gerade gesagt hast. Also das Ding hat ausgeschaut, als war das, was man sieht, für eine Triple-A-Produktion. Das hat so eine Qualität gehabt, irre. Ja. Kannst du so überall in jedes Kino einstecken. Voll. Kennst du so eine Situation, wenn man einen Regisseur fragt, ob er mal seinen Film kurz vorstellen darf oder kann, und dann erklärt er, es ist ein Neon-Western, und du denkst die ganze Zeit, was ist ein Neon-Western? Ja, Life a Seil. Neon. Das heißt Neo. Neo, okay. Ja, das ist, wenn es bei den Westerns Jonksen machen.
Und was ist ein Neo-Western? Da musst du den Dennis Villini nicht fragen. Aber der ist jetzt momentan in Urlaub auf einer Eisel. Auf einer Eisel, ja. Wird schwierig. Jetzt wer kann man denn das erklären? Da gibt es bestimmt jetzt ein paar Hörer, die denken sich, Gott sei Dank hat er gefragt. Neo-Western ist einfach, da jetzt sagen in die Richtung moderner Western. Weil es ja nicht direkt ein Western ist, klangt das für die? Ja, für mich Das schon. ist ja, in dem Fall kann man auch nicht sagen ein modernes Setting, aber es ist halt schon Moderner. modernerer und diese Western-Elemente, die kommen schon raus, vor allem im ersten Drittel, aber dann fällt das für mich eigentlich total flach, weil diese Tante, die da in das Dorf zurückkommt, die sie da rächen möchte, ihr Rachefeldzug ist dermaßen schwachbrüstig, dass der Rauch davor geht. Also die ganze Zeit möchtest du sagen, hey, Frau, du möchtest doch da jetzt noch ein paar Leute abbracken, du möchtest doch jetzt da noch ein paar ihrer gerechten Strafe zuführen, du möchtest doch Rache ausüben, mach halt dann einmal, aber was tut's? Sie steht umeinander, sie macht ein bisschen Handmaiden's Tale und ratscht ein bisschen, also ab der zweiten Hälfte hat er sie für mich unglaublich gezogen, weil nichts mehr vorangeht. Du hast aber schon mitgekriegt, dass sie an ein paar gerecht hat, oder? Ja, ein paar. Und das war so geil. Es war wirklich so, wenn du dann gesehen hast, wie in so einer alten Spaghetti-Western, du sagst dann, okay, jetzt kommt der Besi, der hat ihr in der Kindheit was Odo. Zack, Zoom auf sein Gesicht. Und noch irgendeine Musik dazu. Dann, oder auch die Szene, wo sie aufgehängt wird, die ist 1:1 aus Spiel mir das Lied vom Tod. Also er hat wirklich diese Anspielungen 1:1 drin. Ja gut, nicht 1:1, aber dass man jetzt sagt, okay, man kennt, wo er herkommt und was er geil findet. Nur diese Spielereien, die spart er sie dann komplett und dann wird das Ganze so dermaßen dialoglastig, dass er mich verloren hat. Und dann habe ich mir noch gedacht, weißt du was, am Schluss kommt jetzt dieser Payoff. Und jetzt geht's dann so richtig rund und sie zeigt jetzt jedem, wo sie ihren Most hält. Aber sie zeigt das überhaupt nicht. Also sie tänzelt da rum und dann schwanzelt sie umeinander und dann liegt einer schon am Boden, dann muss sie ihn umeinander zahlen am Boden, statt dass ich ihm jetzt endlich seinen Shell überhaue oder sowas. Man denkt, wenn ich selber schon in den Film einschreien möchte und sagen, jetzt mach halt endlich irgendwas. Ja, das hat doch eh sauber oft. Den einen Typen hat das Messer ins Maul reingestopft, den anderen Typen wollte sie dann noch aufhängen. Ja, wo jetzt aufhängen? Den hat sie über den Marktplatz geschleift, 2,5 Kilometer. Also, du Krampfhängen. Es war schade, weil der Film so stark angefangen hat und hat dann für mich so stark nachgelassen. Es tut mir leid. Also ich fand das Kannst du die Sachen von Mike ausschneiden, weil die richtig dumm waren? Bitte gern. Und er ist ja auch eingereicht worden für einen Oscar letztes Jahr, glaube ich, für Luxemburg. Ja. Und kann ich auch verstehen, weil er wirklich super, super schön ausschaut. Und ich habe mich wirklich verloren in dieser ersten Filmhälfte. Ich habe mir gedacht, wow, leck, Film, mach weiter so und du wirst mein Highlight vom Festival. Nur leider hat er mich dann verloren. Es tut mir leid. Ja, Laufzeit von 125 Minuten. Ja, das ist ein Fall, wo ich sage, 15 Minuten weniger, dann haut das Ding immer nur hier. Ich habe mir gedacht, das wäre so eine richtig geile Miniserie. Das so neben Dark und Game of Thrones in der Mitte. Einfach so. Vielleicht Kinder nur eine. Kino. Er dreht tatsächlich ja momentan eine Serie, aber nicht um die Welt von Life of Seil, aber es war trotzdem sehr, sehr, sehr gut und toll gemacht. Auch ein sehr sympathischer Regisseur. Und ja, ich habe jetzt auch gelernt, was ein Neo-Western ist. Wirklich einen widerlichen Bösewicht, sage ich mal, dieser Graf oder wie der Typ geheißen hat. Ja, die ganze Sippschaft da. Ja, erstmal die ganze Sippschaft total widerlich und er auch und dann, wenn er seinen Buben dann auch noch, dann lässt er den Füße waschen und Pisse wegtragen und also wirklich so, was sagst, was ist eigentlich los, warum dann das alle, warum bringen ihn nicht einfach um? Schlimme Leid, lauter schlimme Leid. Ja, auf jeden Fall auch eins meiner Highlights von dem Festival. Und man muss sagen, ein fast deutscher Beitrag. Also zumindest hat man ja ein paar deutsche Sätze auch verstanden, zumindest dann, wenn es ins Gebet ging. Aber ja, so haben wir ja tatsächlich Langspielfilmtechnisch keinen einzigen deutschen Beitrag dieses Jahr gehabt. Nope. Leider. Nope. Jetzt kommen wir zu der Stelle, wo ich eventuell auch im Interview wieder in ein Fettnäpfchen getreten bin. Du hast Anlauf genommen, bist 3 Mal oder 4 Mal eingesprungen. Und dann, wenn nichts mehr drin war, hast du es wieder eingeschüttet und bist nochmal eingesprungen ins Fettnäpfchen. Ja. So war das ungefähr. Du hast geschrien, I'm Johnny Knoxville, welcome to Jackass und hast die dann voll eingeschmissen in das Ding. So ein Krampf.
Das Herz ist jetzt dann alle selber. Ja, das Herz wirklich alle selber. Ja. Normal bin ich prädestiniert für sowas, aber der Corby hat mich würdig vertreten. Ja, ja. Hi, I'm Alex Austin. And I'm Keir Seward. And we are the directors, producers, writers, and Keir is the editor of the film Kill Your Lover. We're super excited to be on Viva la Movielusion. So, what was the idea behind Kill Your Lover? Do you wanted to produce a porn or a slasher? Definitely not a porn. Ja, es tut mir leid, also Entschuldigung, aber in dem Film, wann haben die Leute mal aber so, eigentlich nie. Und die ersten 30 Minuten geht's nur ums Rumgevögele. Es ist, man merkt so, wenn man einfach mit lauter Fremden in einem Kino ist und Kani die Hosen auch anlässt. Rumdumm, hörst du vor mir. wie es immer unbehaglicher geworden ist, weil die Leute anscheinend nicht so richtig wissen, wie sie da drauf reagieren sollen, dass zwei die ganze Zeit einfach nur miteinander fegeln. Corby hat sich so gefühlt wie mit 12, wenn er sich im Film anschaut, dann ist es eine Sexszene im Film und seine Eltern kommen ins Wohnzimmer. Und er steht ohne Hosen am Wichsen vorm Fernseher und denkt sich, fuck, jetzt haben sie wieder erwischt. Mit 12? Du, das braucht's oftmals gar nicht. Das ist an sich schon peinlich, wenn du einen Film schaust und dann gerade kommt einer bei der einer steht. Und dann sitzt du geil da auf der Couch und du sollst jetzt gerade nicht hinschauen. Oder sagst du, ich muss schnell ein bisschen. Ja, genau. Gehst in der Hocke davor, dass du das Hosenzeit nicht siehst. Leck, da habe ich irgendein Spiel auf der Playstation gespielt und Jessie hat es geschafft, dass sie in jeder Szene, wo der Protagonist gerade Sex hat, reinkommen ist. Cyberpunk. Und vor allem, wenn du das nicht weißt, dass es jetzt gerade einfach nur ein Cutscene ist, da fragst du dir echt, was machst du da gerade? Krankes Schwein. Ja. Haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, wie der Film heißt, zu dem das ganze Kino masturbiert hat, scheinbar. Kill Your Lover war das. Genau, Kill Your Lover. Nach dem Film war der Kinosaal auch Jackson Pollock gemeldet. Um das Ganze vielleicht einmal ein bisschen aufzuklären, was in dem Film überhaupt gegangen ist. Das war quasi. Ja, im Endeffekt geht es quasi um eine Beziehung, die nicht so ganz rund läuft. Und die zwei Hauptbeteiligten finden dann also ein bisschen außer, dass das durchaus schmerzhaft sein kann, so eine toxische Beziehung zu führen. Und das wird da ziemlich visualisiert, wie es denen dann geht. Der innere Schmerz wird nach außen visualisiert, kannst du eigentlich genau, sagen. Finde ich so, dass sie. Also am Anfang geht es ja nicht nur ums Bumsen, wie der Corby gemeint hat, sondern der Anfang visualisiert er eher so diese Verliebtheitsphase. Ja. Ja, in der Zeit wird halt, das weiß doch jeder von uns, oder? Die ersten 1,5 Stunden, wo man sie kennt, fickt man nur. Und danach ist halt dann nichts mehr. 1,5 Stunden? Dann ist nichts mehr. Dann ist tote Hose normal. Ziemliche Trockenzeit. Wow. Jeder kennt das, Kani, jeder. Ja, natürlich, schreibt es in die Kommentare, wie lange das bei euch dauert hat. Und sie macht das da irgendwie, wenn du den Film irgendwie so durch 2 teilst, weil du hast, der dauert 74 Minuten, sagen wir mal, jetzt einen Abspann ab, da bist du irgendwo bei knappe 70. Und dann ist der Film eigentlich ziemlich genauso auf diese 2 Phasen aufteilt. In diese Verliebtheitsphase, wo alles durch eine rosa Brille angeschaut wird und es ist halt dann, es ist alles schön, es ist alles lustig und toll, man ist verliebt, man vögelt den ganzen Tag rum. Und dann kommt so diese zweite Phase, in der sie eigentlich schon länger mit dem Schluss machen möchte, aber nicht weiß, oder wie es halt oft so ist in solchen Situationen, wann ist der beste Moment dazu, dass sie dem anderen das Herz bricht. Und ja, sie reagiert halt da dann relativ krank drauf. Sie? Er. Ich habe den ganz anders in Erinnerung, wenn ich da mal kurz eingeredet habe. Für mich war der ganze Film eine Rückblende. Da war überhaupt nichts in Hälften aufgeteilt. Das war die ganze Zeit Rückblende. Nein, das war die Rückblende in diese Verliebtheitsphase. Genau. Man hat ja ungefähr nach einer Viertelstunde war die Story ja schon klar. Man hat ja gewusst, genau. Was aber passiert. hat er trotzdem und dann hat er aber immer noch weiter Rückblenden erzählt und das hat sich durch den ganzen Film gezogen. Ja, genau. Das war so sein großes Problem. Ja schon, aber es ist ja immer wieder in die Gegenwart gesprungen.
Das meine ich damit, dass da zwei Hälften sind. Weißt du, also so die Vergangenheit der Zeit von dieser Verliebtheitsphase. Also, für mich hat sich das also so gehört, dass weil der Film in der ersten Hälfte war jetzt nur um die Verliebtheit gegangen und in der zweiten Hälfte dann in das. Ich meine direkt, ich meine keinen direkten Cut, sondern ich hätte jetzt gesagt, die teilen da in zwei Sachen auf und zwar in diese laufende Beziehung von oberverliebt und dann immer schon so leichte Dinge verteilt mit, okay, da sagst du schon mal, da ist irgendwas im Argen. Da passt es vielleicht auch nicht so ganz, aber man lächelt halt noch drüber. Wie es ja geil visualisiert war mit dem Foto, wo sie so grinst und wenn du dann die Hintergrundgeschichte zu dem Foto erfahren hast, wo es eigentlich überhaupt nichts mehr zum Lachen gibt in dieser Sache, aber sie macht halt gute Miene zum bösen Spiel. Und dann diese andere Hälfte, in der halt dann ganz offensichtlich gezeigt wird, wie sie der ganze Schmerz, sag ich jetzt mal, nach außen in Form von dieser komischen Infektion dran hat. So hätte ich ihn jetzt halt aufteilt. Falls ihr euch fragt, warum ist denn der Film eigentlich ins Hardline gekommen? Also es gibt mindestens eine Stelle, da hat das ganze Kino applaudiert und das war nicht der Schluss, sondern es war eine der Szenen, wo ein Externer mit in diese Teufelsspirale gezogen wurde und eventuell dabei etwas von seinem Haupt verloren hat. Das war der Mortal Kombat Kill, hat er es genannt, der Regisseur, gell? Ja. Das war echt ein richtiger Fatality. Hat es einen schönen Applaus gegeben im Kino, das war super. Ja, er war richtig schön gemacht. Das war richtig schön gemacht. Aber wir haben auch wieder Kammerspiel, gell? Also das mit dem Kammerspiel zieht sich ein wenig so durch, gell? Das war in dem Hardline und das habe ich halt auch schon gedacht. Sehr viel Kammern. Ja, sehr viel Kammern. Wie hat denn eigentlich der Body-Horror-Part gefallen? War es befriedigt von dem Ganzen und sagt, hey, diese schwarzen Linien, das war genug oder hättest du es gerne noch mehr Gatzerei gesehen? Jetzt nicht in puncto Gewalt, sondern mehr so Körpertransformation. Ja, ich finde ganz ehrlich so gut, dass der Body-Part-Horror, dass die Splatter-Szenen und so weiter einfach nur da waren, da waren, die hätte der Film gar nicht gebraucht. Um zum Funktionieren, ehrlich gesagt. Haben wir schon wieder so weit. Also ich fand ja, dass das ein bisschen das Problem war von dem Body Horror, dass vor allem, wenn das ausgleicht war, wenn es wirklich hell war, dann hat das ausgeschaut, als hätte er Besucher geschlafen und ist mit dem Edding angemalt worden. Das hat im Dunkeln, hat das voll geil ausgeschaut, zum Beispiel in der Badwanne, das Ding, wenn er da anpickt und so weiter, fand ich das voll geil, aber sobald es heller war, ist denke ich mir so, oh, Edding. Aber also ich hätte auch entweder überhaupt keinen Horror in dieser Form mehr drinnen braucht, weil der Film völlig auf seiner Beziehungsebene funktioniert hat. Aber für das, dass sie es eingebaut haben, war es mir dann auch zwingend. Dafür hätte ich dann gern mehr drinnen gehabt. Also ich fand den Kontrast schon gut, aber ich hätte auch am Ende lieber mehr wollen. Also dass er vielleicht dann sich nochmal wirklich in irgendein so ein richtig krasses Viech verwandelt oder so und dann beide bis zum Tod gegeneinander kämpfen. Das war gut gewesen. So war es halt dann irgendwann lame, weil er hat sich halt dann auch nicht mehr bewegt. Ja, was man jetzt so tut, wenn man kein Herz mehr hat. Aber wenn man jetzt sagt, der Film ist wirklich auch das Erstlingswerk oder der erste Langspielfilm von dem Regie-Duo, der Alex und ein Keir, muss man echt sagen, für das Erstlingswerk cool und auch wenn du sagst, für dieses geringe Budget waren die Effekte auch okay. Nur, wie gesagt, ich hätte einfach für das, dass eben als Body-Horror vorab beworben worden ist, habe ich mir gedacht, ja, das kann jetzt eine richtige schleimige Gatzerei werden und da holt er sich dann doch ein wenig zurück. Und es ist wirklich so, ich kann mir das wirklich auch vorstellen, wenn es jetzt das weglässt, diese Visualisierung von diesem schlechten Vibes zwischen den zwei und los, dass er so aufeinander losgeht, dann hätte es, glaube ich, so auch noch funktioniert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hätte wahrscheinlich, ich glaube, es hätte sogar besser funktioniert. Man muss ja sagen, Flo, jetzt weiß ich nicht, wer den Klappentext da in einem Buch drinnen geschrieben hat, aber die Fliege ist ein bisschen hochgestochen gewesen für diesen Film. War das der? Der Fliegereferenz. Ja, genau. Da hat er die Messlatte schon sehr hoch gesetzt. Ansonsten fand ich die Liebesgeschichte. Ja, stimmt. Ansonsten fand ich aber, vor allem geschichtlich fand ich es halt ziemlich cool, weil das echt so ein Thema ist. Es ist ja allgegenwärtig. Jeder kennt irgendjemanden, sage ich mal, der in einer Beziehung festgesteckt ist oder feststeckt, wo man genau weiß, es passt doch nicht bei euch. Jetzt habt ihr null Harmonie zueinander. Das sehe ich in dem Moment, wo sie nebeneinander sitzt, Corby und Jesse, das ist zwar einfach Liebe hat. Nein, aber jeder kennt diese Menschen. Das ist so eine krasse Alltagssituation, finde ich, wo man schaut und sagt, warum bleiben Menschen oft in solchen Beziehungen drinnen? Warum gehe ich nicht einfach aus einer Beziehung, die offensichtlich nicht mehr glücklich macht? Da wollte ich jetzt auch gerade fragen, zu wem steht sie denn da eher? Zu ihr oder zu ihm? Zu ihr. Zu ihr. Er war Arschloch von Anfang an. Er war ziemlicher Langweiler sogar.
Erstens mit das, genau, und er hat dann von Anfang an versucht, sie durch so Kleinigkeiten, das war das, was ich vorher gemeint habe, die dann so in diese Rückblenden auch eingestreut worden sind, so Kleinigkeiten zum Verändern. Nimm doch mal das Beitel da weg, mach doch mal die Haare vielleicht anders, vielleicht brauchst du da kein Piercing und du mit das außer, bummst nicht mit jedem, den du sechst. Ich stehe da ganz klar zu ihm, weil sie hat sich ja schließlich beeinflussen lassen und nicht er. Ach so. Du bist aber Frau. Wer ist jetzt da schuld? Ja, tatsächlich kann man das auch so sehen. Also, das ist schon wahr. Der eine macht es, der andere lässt es machen. Das stimmt schon, ja. Kein Weh. Aber ich bin trotzdem auf jeder Seite. Ja, genau. Im Endeffekt haben beide Schuld an dem, was passiert ist. Es ist halt einfach diese Verliebtheits-rosa Brille, von der wir am Anfang geredet haben. Ja, okay, dann mache ich das halt jetzt für die, weil ich es gern mache. Aber das schleicht halt dann einfach ein und irgendwann denkst du also, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Ich wollte das gar nicht. Und dann kommt so das Obligatorische, aber damals hast du doch auch. Ja, eben, ihr müsst von Anfang an einfach ehrlich sein. Ihr müsst von Anfang an sagen, halt dein Maul. So wie es der Kane jeden Tag, genau, wie es der Kane jeden Tag vorlebt. Ja, genau. Da sagst du davor beim Kennenlernen, servus mit der Kane und ich scheiß da gerne auf den Bauch. Dann wissen die Leute gleich, was los ist. Wie bei der einen Bekannten, wo ich gesagt habe, der Date gehabt hat und der Typ hat beim ersten Date gesagt, der für deine Füße für 150 Euro abschlecken. Sage ich, völlig legitim, ist okay, wenn das dein, Gott, das wollte ich jetzt gar nicht. Wenn das dein Ding ist, dann stell das von Anfang an klar. Es tut mir gerade leid, dass ich diese Frage gestellt habe und alle Hörer, wir machen jetzt weiter. Es tut mir wirklich leid. Gerade Movie 43 im Kopf irgendwie. Sagen wir es gleichzeitig. Willst du mich heiraten? Ich will, dass du mir auf den Bauch scheißt. Oh ja, und dann ist es weitergegangen. Nach Kill Your Lover Gott sei haben wir Dank. uns an Flo seinen Lieblingsfilm angeschaut vom Hardline, und zwar The Complex Forms aus Italien. Das war ein Flo sein Lieblingsfilm, oder wie? Ja. Und, Ich habe viele Fragen. Die wird keiner beantworten können. Fabio Dorta. Und der Film hat wirklich bloß 20.000 Euro gekostet. Das ist wirklich unfassbar, was der abgeliefert hat mit dem Budget, und optisch ist der Film wirklich schweinersviert an. Mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Du musst ja nur dazu sagen, es sind eigentlich gerade 10.000 Euro Budget, weil 10.000 Euro für Bürokratie-Thematiken draufgegangen sind. Du kannst es nochmal halbieren, das scheiß Budget. Also wirklich mit 10.000 Euro so ein Ding außerballern. Marvel, schau mich um, so kann man das tun für wenig Geld. Ja, der hat die Effekte allein daheim am Laptop gemacht, so ungefähr. Und diese Kreaturen, die da vorkommen, schauen wirklich mega cool aus. Und auch diese Location da mit diesem Sanatorium, voll atmosphärisch. Die Schauspieler, die eigentlich gar keine sind, sind hervorragend. Also ich hätte nicht geglaubt, wenn es mir nicht einer gesagt hätte, dass das keine Schauspieler sind, hätte ich weiter nie drauf gekommen. Also ich glaube nur einer, oder? Ich glaube nur einer ist professioneller Schauspieler, der Rest sind anscheinend auch professionelle Schauspieler, aber sie haben es ja keinen gesagt. Der Hauptdarsteller wahrscheinlich, oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass es sogar Brite ist, ich bin mir nicht sicher. Der hat aber gut italienisch geschmeckt, weil das ein Brite ist. Baba die Bupe. Du, ja. Also es war auf jeden Fall, wenn ihr an den Film denkt, auch wieder eins meiner unserer besonderen Momente im Interview, weil ich das einfach noch nie gehabt habe, dass ich tatsächlich mit jemandem ein englisches Interview führen will, dann aber auf Deutsch die Frage stelle für die Übersetzerin und die das Ganze wieder auf Italienisch übersetzt und das so Ping-Pong-technisch hin und her ging. Für das, dass ich auch einfach nur verstehen wollte, um was geht's eigentlich in dem Film. Ja, da wird, also der spaltet wahrscheinlich die Geister, da ich mal sagen, weil der unendlich viel Interpretationsspielraum lässt und eigentlich so gut wie nichts erklärt. Das einzige Grundding, was du dir erklären kannst, es geht ein Mo zu irgendeinem komischen Geheimbund, nehmen wir es jetzt einfach mal, und da heißt, du kannst deinen Körper für eine gewisse Zeit lang, der wird besessen von irgendetwas, von einer höheren Entität, und du kriegst Kohle dafür. Und es sind halt überwiegend so Ü50 Männer, die in ihrem Leben überdrüssig sind und sagen so, ja, mache, hilft eh nicht, dann tun wir das halt. Und dann waren die in dieser Villa umeinander und wissen eigentlich gar nicht so richtig, was ist jetzt da los, was wird Besitz von meinem Körper ergreifen und wann passiert das, und auf einmal macht es einen Mordsdonnerschlag draußen, jetzt reißt das Trommifei halber im Kino, und dann kommt diese erste Complex Form einer,
komische Wesen, geile Wesen, geil animiert, aus Metall und was weiß ich für Teile, wammeln da dann einer und nehmen den ersten Menschen mit und er kommt nochmal zurück. Und dann werden sie auf einmal nervös, die Leute, die da drin wohnen und schmieden auch die ersten Fluchtpläne. Aber du wirst nie erfahren, warum, wer die sind, die Wesen, was wollen die Wesen, warum sind die Leute da drin. Man hat später dann auch noch einen Zeitsprung nach diesem Aufenthalt. Das wirft aber noch mehr Fragen auf, finde ich. Was dann, wie sagt er dann, er meint, das waren 12 Tage und der andere sagt, nein, das waren 9 Monate oder so. Was du denkst, was, okay, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ich habe mir am Anfang von dem Film gleich gedacht, okay, die kämpfen bestimmt gegen irgendeine Krankheit oder es geht wahrscheinlich im höheren Sinn um eine Krankheit. Dann habe ich das Viech gesehen, habe mir gedacht, okay, das ist eine andere Form von Krebs. Also es wird bestimmt um die Bekämpfung von Krebs gehen und manche schaffen das halt nicht. Und bis zum Ende von dem Film, bei felsenfester Überzeugung, hey Leute, bitte, was überlegt ihr euch die ganze Zeit? Da geht es einfach um Krebs. Und als ich den dann das gefragt habe, das war Skorpion der Erste. Und als ich ihm dann das gefragt habe, hat er gesagt, okay, cool. Jo, Strunz, hat er gesagt, Strunz. Genau, richtig. Ich schäme. Genau, und sie hat dann gesagt, nein. Na, aber es ist tatsächlich so, wie es das gerade abstrakt versucht hast zu erklären. Also jeder kann in den Film was anderes reininterpretieren. Und das macht den Film dadurch eigentlich auch sehr, sehr gut. Voll, ja. Also ich kapiere null, ich kann an nichts interpretieren, ich habe überhaupt keinen Ansatzpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Film, aber ich fand ihn geil. Erstens mal mit dieser Hintergrundinformation, wie mit wenig Geld, die da, also der ist ja visuell, ist ja das Wahnsinn, was die da zaubert haben, wie die das geschafft haben und dann halt auch dieses ganze Mystische rundum, aber wie gesagt, ich gehe außer, gebe ihm 5 von 5 und habe keine Ahnung, was mir der Film eigentlich verzeihen wollte. Ja, das ist so David Lynch-mäßig. Ich habe zwar nicht so viel verstanden, aber visuell eine Wucht und man kann noch viel drüber nachdenken. Fand ich genau, auch stark, und ich gebe ganz sicher nicht zu, dass ich nicht verstanden habe. Ich habe so viel Mann wie nie. Ich sag's nicht mehr nur keinen. Genau, weil der Erste, der mich fragt, sag mal, hast du nicht verstanden? Sofort umeinander gehen, ey, da hinten ist der hat's nicht verstanden. Fall habe ich verstanden, aber ich muss schnell dahinter ein Bier holen. Schneid das auch bitte aus von jedem von uns, wenn er gesagt hat, dass er es nicht verstanden hat. Ja, richtig, und der Telefonat vertäuschen. Na, echt, also ich bin da gesessen nach dem Film und habe gedacht, alter Schwede, ich kapiere überhaupt nichts, aber was habe ich eigentlich gerade für einen geilen Film da gesehen? Geil. Ja. Ich mag zwar so diese Lynch-Dinger nicht, die der Mike gerade erwähnt hat, da bin ich irgendwie überhaupt kein Fan davon, aber bei Complex Forms hat es jetzt irgendwie funktioniert, dass mir ein Film gefällt, den ich überhaupt nicht kapiert habe. Wobei es aber auch so Lynch oder was? Keine Ahnung. Ja, Lynch ist ja noch ein bisschen weirder auch. So, der ist ja doch ein bisschen geradliniger. Ja, das ist genauso wie der Seppi gerade gefragt, der Lynch, das ist oft so mit so abstrakt und abstrusen Szenen, die eingespielt werden, wie bei dem, was war das, der komische Inland Empire, wo dann auf einmal Leute in einem Raum sitzen mit Hasenkopf. Und ich sitze da und denke so, hä? Ach, ich sortiere jetzt meine Papiere, habe ich mir dann gedacht. Und, das ist aber sehr speziell. Also, wenn du dann so hast, wie jetzt halt mal Holland Drive oder Lost Highway. Ja. Lost Highway, danke sehr, die haben schon, jo. Bisschen geradliniger. Kann man schon schauen. Du verstehst zwar trotzdem Holland Drive habe ich, glaube ich, sogar irgendwann mal gesehen. Den habe ich irgendwann mal gesehen, den Drive, aber das ist zu lang her. Den wollte ich ja vor kurzem mal wieder einen Schoß geben. Den wollte ich vor kurzem mal einen Schoß geben. Und miteinander anschauen dann. Nein, wir wollten mal miteinander anschauen, der Schoß auch nicht. Oh, okay. Aber ich habe jetzt tatsächlich nach dem Complex Forms gedacht, vielleicht gebe ich so am Lynch nochmal einen Schoß. Und vielleicht können sie mich das mit begeistern, weil ich möchte auch zum Beispiel seit Skinamarink möchte Outwaters noch mehr eine Chance geben, weil die sind ja schlagen ja eigentlich in eine ähnliche Kerbe ein, aber Outwaters taugt mir überhaupt nicht und Skinamarink finde ich voll geil. Gut, nach diesem geistigen Aussetzer vom Kani, da die sagen, wir machen... Das ist lustig, wenn er das sagt. Wir machen sofort weiter mit Short and Hot Number One und hier nochmal, ich habe es ja in den kleineren Folgen mit kaputterer Stimme auch schon gesagt, er hat mir wirklich eine Chance gegeben und er war dabei. Der Mike hat sie dieses Mal herabgelassen und hat sie die Kurzfilme mit angeschaut. Seppi, du warst, glaube ich, auch bei allen Kurzfilmen immer dabei. Mhm. Sehr richtig. Bei den zweiten war der Mike eigentlich nicht mehr richtig dabei, da hat er nämlich die ganze Zeit headbangt. Da hat er nämlich im Kopf schon die ganze Zeit einschlafen, der ist fast Slayer gehabt und hat gerade zur Erklärung, Flo, wenn du das hörst und du hörst es sicher, und ich habe es auch schon mal gesagt in unsere Vorabfolgen,
wenn es in dem Kino 30 Grad hat, dann fühle ich mich wie Mutterleib und mache meine Äuglein zu. Nehmt diese Klimaanlage her, wenn ihr eine habt. Sie seht dieses Gerät und es läuft nicht. Magda hat gesagt, die wird hergenommen. Man muss aber scheinbar in der Reihe 2 sitzen oder 1 und 2. Diese 2 Reihen sind die einzigen, die in den Genuss der Klimaanlage kommen. Okay. Weil er wirkt nicht, weil die ist halt total unterdimensioniert für den Saal. Okay. Also ich habe mich so richtig, das war so wohlig, flauschig und ich bin so richtig beim Arschwasser drin gesessen und ich habe dann im zweiten Short and Hard Block habe ich dann ein bisschen kiten müssen. Aber im ersten habe ich noch ziemlich viel gesehen. Ja. Da habe ich nicht so viel Headbanging gesehen. Bahnkorb. Bahnkorb haben wir gesehen. Das war der Auftakt vom Short and Hard. Und Wo das war gleichzeitig... Was? Wo ich felsenfeste Überzeugung war, dass der nicht bei dem Millier Award dabei war. Aber ich sehe gerade, der war da sehr wohl dabei. Den hätte ich gern gewinnen sehen. Ich sag's, wie es ist. Ja. Der hat mich von alle Filme am meisten beeindruckt. Der war handwerklich eine Wucht, atmosphärisch ein Brett. Der war effekttechnisch wow. Von der Aussage her war es super. Und dann dass man diesen Bahnkorb, den titelgebenden da, dass man da so ein mittelalterliches Artefakt da mit einbaut, das quasi wirklich als Haus für Bienen gedient hat. Aber in dem Korb quasi nur ein geschnitztes Holzgesicht drin ist, durch das, dass die Bienen durch die Augen und Münder aus- und einfliegen können, gleichzeitig für die Bienen gemacht ist oder auch zur Abwehr von irgendwelche böse Geister, fand ich super. Und dass man das dann da in einen Film einbaut und so, fand ich super. Das Schlussbild an die Wand, ein Bild an die Wand vom Schlussbild, sowas Schönes, wirklich meinen Respekt an die 3 Regisseure, das war Meisterklasse. Ja, auch die Szene in der Mitte war grandios mit den Seile. Also das war das war richtig geil ultra geil. Die Herrschaften dürfen jetzt selber über ihren Film reden. Ja, hi, mein Name ist Vincent Ercolani. Ich bin Filmemacher, Regisseur und Drehbuchautor von Bahnkorb. Genau, und ich bin der Nico und ich bin auch der Filmemacher und Drehbuchschreiber von Bahnkorb. Und in dem Film, das ist ein Horrordrama oder ein Drama mit Horrorfilmelementen, würde ich eher sagen. Und es geht um einen alten Mann, einen alten ehemaligen SS-Oberst 1945, der sich vor seiner Vergangenheit, vor seinen Dämonen im Wald versteckt. Und diese Dämonen holen ihn heim. Ja, und wir freuen uns jetzt hier sitzen zu dürfen mit Viva la Movilusion. Genau, vielen Dank, dass wir hier sind. Ja, danke, dass wir hier sind. Genau. Und auch auf dem Hardline Film Festival, auch ein sehr geiles Festival bisher. Auf jeden Fall einer von den längeren Kurzfilmen mit 19 Minuten. Und ja, hat er mir sehr gut gefallen. Deswegen war ich eigentlich, wie schon gesagt, felsenfeste Überzeugung, dass der nicht zur Auswahl stand. Weil der Mike hat es vorhin schon vorweg verraten, er hat nicht gewonnen. Und da waren ja einige sehr schockiert. Aber gut, wer weiß warum. Wer weiß warum. Hat ja nicht das Publikum abgestimmt, sondern die Jury. Cool fand ich auf jeden Fall, dass der SS-Soldat quasi, dieser Hauptdarsteller, ich glaube vom Julius war es, der Vater ist. Einer von den 3 Regisseure. Und das fand ich schon mal mega, dass die haben ja schon öfters miteinander Kurzfilme auch gemacht und so. Und er hat seinen Vater öfters am Filmset mit dabei. Ja, finde ich cool. Und vor allem ist der schauspielerisch auch top drauf gewesen. Wow. Wahnsinn, ja. Wow. Ist das ein Schauspieler? Was hat er euch das gesagt? Nein, das weiß ich jetzt nicht. Okay. Also ich hätte auf alle Fälle jetzt mal blind gesagt, ja, ist er. Weil der hat diese Rolle echt sehr gut rübergebracht. Da werden wir in der zweiten Hardline-Folge dann auch nochmal drüber reden, dass es uns nicht ganz so möglich war, die Kurzfilmregisseure wirklich lang zu interviewen. Aber mehr dazu eben ein andermal. Danach ging es weiter nach Bahnkorb mit El Grito. Und auch hier hatten wir einen Gast, der darf sich kurz zumindest vorstellen. I'm Álvaro de la Hoz. I am a filmmaker from Spain. I come from Santander, which is a small city in the northern coast of Spain. And I don't know, I'm very happy to be here in Regensburg and in the festival. All the people is really nice and I'm very happy to be on your podcast. Viva la Movilusion. Und ein schreiendes Gör. Und? Was sagt sie? Hat die eigentlich überzeugen können von ihrem Ruf? Welcome to my world, sage ich da. Das Konzept war cool, aber es hat sich auf die kurze Laufzeit null entfalten können. Das stimmt. Das waren 10 Minuten. Ja, war sehr kurz. Da bin ich voll dabei. Coole Idee, aber irgendwie weiß ich nicht, was wollt's.
Cool, ja, also, oder okay Idee, aber mit coolen Bildern. Also, allein dieses Setting mit dem Maisfeld und dann nochmal am Strand. Ja, das Sounddesign, mega. Hat schon sehr geil ausgeschaut. Und ja, also man könnte mal mehr draus machen. Aber wie ist es, du schon sagst, Mike, mit 7 Minuten, da kann man halt nicht ganz so viel dann rausholen. Apropos rausholen. Kani, ich glaube, der nächste Kurzfilm ist dein Lieblingskurzfilm, richtig? Na, das stimmt nicht. Nicht? Nicht. Niveautechnisch auf jeden Fall. Na, der ist ja, man muss ja sagen, also es geht um Floater. Niveautechnisch, egal wie das jetzt darstellt, der hat aber eine sehr ernste Thematik mit drinnen. Das muss man ihm halt auch lassen. Wie der fette Tor. Wie der fette Tor, ja, genau. Also was sehr Ernstes und Düsteres. Hier geht es um Trauer. Eine Familie, die ihren Vater verliert. Mutter, Tochter, Sohn. Und jeder geht auf seine eigene Art und Weise mit der Trauer um. Und der Papa ist gestorben beim Kacken. Das sind so die 2 Todesarten, die ich mir wünschen würde, entweder beim Kacken oder beim Sex. Schöner geht's nicht. Oder beides in deinem Fall. Ja, das war so klar. Oh Mann. Beim Sex eingeschissen und dann gestorben vor Scham. Sehr gut. Oh Gott, nein. Ja, weil solange es gut tut und du kippst dann auch rum, ist doch das schön. Ist doch das schön. Also ich muss gerade ganz ehrlich sagen, ich bin gerade irgendwie schockiert, dass der Film nicht aus Großbritannien kommt. Ich habe gedacht, ach mein Gott, die Briten. Also typischer, komischer Ekelhumor, das kann ich nur von denen kommen. Das ist rassistisch. Dabei kommt der aus den USA. Was ist da los? Weil die auch nicht ganz dicht sind. Man kann Trauer anders darstellen, ne? Man stellt es mit der Verehrung eines Kackhaufens da. Ja. Ja, auf alle Fälle hat es einen Vater vor der Schüssel draht, nachdem er nochmal ordentlich gewurstet hat. Flo, das war der perfekte Satz einfach nur für die Handlungsbeschreibung. Und ja, da es der Oberdraht hat er dann nicht mehr schwarm können und dann hat sie recht schnell gemessen und seine Abschiedswurst ist halt in der Schüssel liegen geblieben und es entsteht dann eine ganz bizarre Trauerverarbeitung durch den Sohn mit dieser Kackwurst. Hätte man anders darstellen können, ich finde die Thematik natürlich, ja, wie gesagt, Trauer und Verlust ist immer was ziemlich krasses. Jeder geht anders. Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der gleich umgeht mit dieser Thematik. Wo es auf alle Fälle bei dem Kurzfilm war, ja coole Einstellungen gehabt. So diese Wechsel zwischen dem, was er wirklich gerade treibt und was er sagt. Das fand ich immer ziemlich geil geschnitten. Ansonsten waren die 14 Minuten doch auch relativ lang, muss ich sagen. Ja. Aber ich fand jetzt nicht schlecht, also ja. Er war tragikomisch unterhaltsam. Ja, ich fand diese abgespacede Art und Weise, das Thema anzugreifen, fand ich auch mal ganz, ja, so bitter wie das Thema ist, so witzig fand ich es aber in dem Moment dann auch. Genau. Also zumindest deine Erklärung des Films hat mich gerade mehr unterhalten wie der Film selbst. Als der Film selbst. Ach, ich hasse Als wir. Als wir der Film, der wo nicht so unterhaltsam war. Der wo, ganz. Ja, genau, der wo. Es war der einzigste, der wo nicht so unterhaltsam war. Danach sind wir tatsächlich nach Großbritannien gekommen und haben einen Tunnelausflug gemacht auf einer. Was ist das? Das ist keine Fähre, das ist einfach nur ein Boot, oder? Das ist der einzige Film, den ich verpasst habe, weil da habe ich nämlich ultra dringend pissen müssen und mir nur ein Bier geholt und dann haben wir gedacht, jetzt. Weißt du, wenn du das einfach nicht gesagt hättest, das hätte dann keiner hinterfragt. Das ist mir wurscht, ich gehe offen damit um. Also auf jeden Fall, auch hier würde ich eigentlich gern das Intro einspielen von dem Regisseur, kann ich aber nicht, weil der Regisseur hat es leider nicht mehr zum Interview geschafft, ähnlich wie dann der Kani insgesamt zum Interviewblog. Komisch. Ich habe die Leute alle an der Bar interviewt. War auf jeden Fall ja, eigentlich so ein kleiner Fun-Footage-Trip, der mir persönlich schon Spaß gemacht hat. Zum Ende hin hätte ich es ein bisschen anders gemacht, wie es der Regisseur vielleicht gelöst hat. Also es war dann schon wieder sehr abgedreht, aber nichtsdestotrotz, ich war 20 Minuten lang ganz gut unterhalten.
Vor allem, weil ich mir nach Floater tatsächlich auch etwas anderes, einfach mehr eindeutig Gruselhaftes gewünscht habe. Und das habe ich mit The Tunnel bekommen. Ja, war okay. Found Footage, wenn jetzt zur richtigen Zeit aufs Klo gegangen scheinbar. Der, wenn jetzt irgendwo in so einem VHS-Teil irgendwo in der Mitte drin ist, sagst du, ja, hat passt, so viel in der Mitte drin. Genau. War der. Den habe ich auch gleich denken müssen. Ja. Da passt also, perfekt. Sehr, sehr, sehr cool. Schade, dass wir den Mr. Cleaves nicht interviewen konnten. Und danach von allen Kurzfilmen mein persönliches Highlight, Girls. Und jetzt kann man mir wieder vorwerfen, dass ich ja frauenfeindlich bin und ich hasse ja alles, was nicht mein Geschlecht hat. Nein, das stimmt nicht. Ich fand das ziemlich cool. Ein französischer Beitrag, der mich sehr, sehr stark an High Tension und an Martyrs erinnert hat. Du fandst ihn auch nur cool bis zum Ende. Diese Rache-Thematik hat dir nicht gefallen, aber als die Frauen verdroschen haben, da hast du einen Steh gehabt im Kino. Widerliches Sau. Ich hasse die so viel. Ich hasse die. Ja. Weißt du, Jesse, wann du einen Ständer kriegst? Hä? Hä? So, du netter Mensch. Um was geht's denn, Girls? Ja, um Frauenmisshandlung. Wir haben zwei Damen, wir haben sie geheißen, ich weiß den Namen nicht mehr, Matti Stengel da erinnernd. Ellie und Romani, so nehmen wir es mir jetzt einfach. Eine kleine Liebesgeschichte zwischen den Mädels, die hauen dann auf dem Moped ab und kämen an eine Tankstelle, an die man nicht kommen sollte. Die ist leider auch die Endstation für eine der Damen und für die andere die Startstation eines Albtraums, aus dem sie sich dann befreien muss. Und ja, ich habe auch Martyrs und High Tension Vibes gehabt in dieser Zeit. Als das dann da passiert, das ist ziemlich hart gewesen, das war nicht schön zum Anschauen, vor allem, weil halt auch diese zwei eine tolle Dynamik haben, da fand ich, den habe ich einfach abgekauft vom ersten Moment weg, dass das ein Pärchen ist und war dann auch sehr traurig, dass das gleich so auseinandergerissen wird und die eine von den zwei dann auch noch so viel durchmachen muss. Ja, und dann kam das Finale. Und da hat mir aber auch gefallen. Das Finale hat mir gefallen. Ich war schon gerade noch mehr aufs Klo gegangen. Das war für viele dann ein bisschen too much, weil sie hat sich halt dann schon gerecht, aber wie? Halt hammermäßig cool. Für viele war das halt dann eher so, jetzt ist es aber unrealistisch. Ja, wenn ich zum ersten Mal auf dem Moped sitze und fliegt dann gleich so umeinander, das ist fast ein wenig, da muss ja der Tom Cruise, der kann da gleich so. Die hat das in ihrem Kopf die ganze Zeit durchgespielt, wie das geht. Die hat genau gewusst, wo sie was schalten muss. Man muss vielleicht auch noch anmerken, dass sie bis zu dem Moment eigentlich immer nur Beifahrerin war auf diesem Moped. Genau. Da geht's um Liebe. Ihr versteht es nicht. Wenn aufs Moped aufgesprungen war und hätte dann mit der Hand mit dem Mund mitgemacht. Oder wenn es einfach realistisch gewesen wäre, so wie der ganze Film realistisch war, dass losfahren wollte, dann hätte es geworfen, die anderen war über sie drüber gefahren und dann war der Film gut gewesen. Gott, was seid ihr für Menschen? Unglaublich. Ja, aber immer noch besser, als wenn es da beim ersten Mal auf dem Moped sitzt, einen Backflip mit dem Hinterradl ins Windschutzscheiben reinmacht. Dann flattert ihr nur die Fresse weg der anderen, wo man sagt, ja, wenn es schon macht, dann macht es wenigstens wie bei Death Proof. So ziemlich die einzige gute Szene aus Death Proof gewesen. Die hätte man da schön nachmachen können. Aber die hatte dann einfach nur ein bisschen Blutspritzer im Gesicht gehabt. Nein, also das Finale, das war wirklich ein ganz starker Kurzfilm bis zu diesen letzten 2 Minuten. Denke ich so, but why? Wie es der Kani schon sagt, durch und durch grandios, hat uns allen sehr, sehr gut gefallen. Kannst du viel Glück reden, dass wir nicht vor Ort miteinander aufnehmen, weil die einfach umgrätschen. Und danach kam Bones. Und das war dann auch schon wieder vorbei. Das ist einmal ein Film. Auch hier darf sich der Regisseur kurz vorstellen. My name is Wallace Simpson. I'm a co-producer and composer for the film Bones that's on the festival. Regensburg is my first time in Germany, actually. Okay. So really thrilled to be here. A lot of my friends thought you're kind of crazy to fly that far for a 3-minute film on a festival, and I have to agree with them. And there were moments when I really doubted what I was doing, but no more. This whole weekend has been fantastic. So. Really thrilled to be here at the festival, thrilled to be on your podcast. Viva la Movilusion. Yeah, right, good. Not bad for an American. Viele Knochen und ein Clown. Das ist eigentlich im Prinzip... Und ein Kindergeburtstag. Und ein Kindergeburtstag, das ist im Prinzip alles, was man mit dem Film sagen kann. Schminke aus Körperteilen. War so mit 3 Minuten, war cool, war so ein Lacher am Schluss noch.
Und schön, ja. Sowas mag ich, so kurze Dinge, die aber schnell auf den Punkt Das verstehe ich unter Kurzfilm. 3 Minuten Klopfer, wo ich sage, ha, geil, schön, passt, nächster. 19 Minuten ist ja schon fast eine Miniserie. Ja, ich wollte gerade sagen, wo gehen wir da hin? Da kann ich mal, was weiß ich, Akte X, die ganze Serie durchschauen. Ja, was sagt sie dann zu 21 Minuten und Thematik künstliche Intelligenz? Und Sieger des Festivals, oder? Und Sieger des Festivals. Was hat die Jury da geraucht, dass man Girls nicht zum Sieger machen kann? Ha? Das war jetzt tatsächlich der Film, da hat es mir wegen der Breselt. Okay. Warum? Weil du das alles schon kennst. Du hast dann gedacht, Roboter. Ja. Nein, weil, wie der Mike schon gesagt hat, es war halt echt warm zu der Zeit. Ja, es war Wahnsinn. Also es ist wirklich so ab 10 steigt da drin und die Gradzahl wirklich im Minutentakt. Ja, es ist dann schon ein bisschen, also es ist spät geworden und sehr warm. War dann schon leicht anstrengend, da muss ich auch euch beipflichten, aber nichtsdestotrotz war Pesudo auch nicht schlecht. Also der Film hat schon einiges gehabt. Und da hat mich ja interessiert, wie hoch war das Budget, weil ich glaube nicht, dass der so günstig war. Na, vor allem diese Roboterdame, die er dann am Schluss trifft. Ich glaube, der Pesudo ist ja der Name gewesen, gell, vor dem titelgebenden misshandelten Jungen. Ja, genau. Der ja in der Kindheit schon starkes Mobbing erfahren hat aufgrund von seinem deformierten Gesicht, meine ich, und dann jetzt da in seinem Hausmeisterjob in dieser Roboterfirma kein leichtes Leben hat. Und diese Roboterdame, die er da dann trifft, das schaut schon mächtig gut aus für einen Kurzfilm. Ja, diese Boston-Roboter, die ja da auch teilweise auftaucht sind, gut, die waren natürlich animiert, denke ich. Wenn nicht, dann holla die Waldfee. Aber ja, ziemlich cool umgesetzt und nur die Thematik zum Schluss raus, also zumindest wo wir dann auch zum Hotel zurückgegangen sind, da haben wir dann ja nur ein bisschen gerätselt, was das jetzt eigentlich genau sollte, aber ja, ich kann es verstehen, dass man den in die engere Auswahl bringt, warum jetzt da mehr gezählt hat wie Bandkorb oder Girls, das kann ich wiederum nicht verstehen. Ja, nicht ganz. Also für mich auch das Festival-Highlight von den Kurzfilmen war ja Bandkorb. Pesudo auch sehr krasse Thematik an sich. Aber ich bin auch beim Ende irgendwie ein bisschen ausgestiegen, muss ich sagen. Das hat sich dann ein bisschen... Bitteres Ende. Ja, und es hat sich aber auch, ich finde, die 21 Minuten haben sich auch wieder ein bisschen länger angefühlt. Aber was sich auf alle Fälle nicht lang anfühlt, das ist der letzte Kurzfilm. Mit 90 Sekunden ist der wow. Da sitzt der Mo beim Angeln und möchte einen Fisch fangen und irgendetwas anderes möchte auch was fangen. Mehr kann man jetzt eigentlich so nicht sagen, oder? Spoilert man jetzt nicht, was los ist. Ja, einer kann schon recht viel und schnell was dazu sagen, und zwar der Regisseur selbst. Corby, du bist ja so ein Fuchs mit der Überleitung. Ich weiß, wen ich interviewt habe. Und hier, bitteschön. Hi, I'm Tony Hipple. I'm a writer-director based in the UK. I have a film called The Law. It's a micro-short. It's about 90 seconds. So I won't talk too much about it because I'll end up talking longer than the actual runtime of the film. But the good thing is, it's so short it won't waste your time. It's about a fisherman who's trying to have a quiet night, but discovers very quickly that he's not the only one hoping to hook something. And I'm also very excited to be on the greatest film podcast in the universe, Viva la Movie Lucian. Cooler Typ auf alle Fälle, der Tony Hipwell, den habe ich beim Netzwerken noch kennengelernt. Netzwerken? Ja, vor allem habe ich genetzwerkt, du Schwanz. Und ja, mit dem kann man auf alle Fälle viel Spaß haben. War auch was für dich, wenn Corby, dass man mit dem Privatwinkel schmerzt, er ist nämlich ein Zocker. Oder für den Seppi, weil der spielt ja angeblich auch ab und zu. Ja, aber nur ab und zu. Ich habe mich ein bisschen mit dem unterhalten und wie schon gesagt, da reden wir aber dann in der nächsten Folge drüber. Auf jeden Fall war Delure, er weiß selber nicht genau, wie man es ausspricht, ein guter Abschluss für die ersten 2 wunderbaren Tage des Hardlines, und wie die restlichen 2 Tage ausschauen, erfahrt ihr in unserer nächsten Folge. Wir machen eine Doppelfolge. Wow. Kane, erklär mal bitte warum. Weil wir zu faul sind, dass wir jetzt 3 Stunden durchschmerzen. Kann man ja trotzdem, damit halten wir es auf. Ja, aber nicht am Stück. Das weiß ja keiner. Das weiß ja keiner. Also von dem her, bleibt's dran. Viel Spaß bei der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Hardline.
Doch, natürlich, auch vom Hardline. Ja, doch. War keine ernstzunehmende Konkurrenz da. Dann, bis dann. Tschüss. Ja, was? Wiederhören. Servus und habe die Ciao, sono Fabio Dorta, regista di The Complex Porn. Sono davvero felice di essere qui a Viva la Movie Illusion.